Voilà. Das ist eben so, dass alle Parteien seine Vertreter kann nennen, und wir als du natürlich nicht können als Movement amischen. Wir hatten aber 2 Tableranten das Jahr und wir waren beglückt mit vielen Herren, aber großen Durchregung. Wie wenn man danach ein 2 gingen machen, dass man dann eine Partei gegen so ein nennt, wann es gibt mindestens ein Frau. Da tun wir eine gute Urregung von, das wird man dann die nächste mehr, wie das gewährt zu spät, und wir haben aber einen cool Trupp hier. Als begrüßen den Franz Feier von der LSAP, den Max Hahn von der DP, den Claude Turmes von die Gring, den Claude Wieseler von der CSV, den Marc Baum von die Link, den Herr Tom Weidisch von dem RDR, den Tommy Klein von den Piraten und den Gary Kneip von Focus. Den Noven da ein bisschen an 2 gedeelt, das heißt, wir haben für den Themenblock Forstem und dann den Themenblock Landesplanung. Aber bei allen Themenblock kriegen 4 von den Intervenanten gehen sie konfrontiert mit Zitaten aus ihrem Wahlprogramm, wo wir dann Rückfragen zu dem Wahlprogramm haben. Und die anderen 4 Intervenanten können die natürlich kommentieren. Beim zweiten Themenblock kriegen andere Leute aus dem Wahlprogramm vorgestellt und da können die anderen Kollegen das kommentieren. Die letzte war relativ gut gegangen. Voilà, ich meine, das sind die Hauptsachen. Oder außer nach Dono gibt es den Pot am Acker, am Restaurant da unten. Für all die, die Lust haben, gibt es nach einem Pot. Das Herkel ist besetzt, dafür können wir nicht darüber gehen, wie wir trinken dann da unten am Pot am Restaurant. Das tut etwas von den anderen Leuten, die essen, und wir stehen da mit unseren Gläsern rundherum. Es gibt auch einen kleinen Dip dabei. Voilà, den Tate Faber, und ich werde den Abend moderieren, aber den Faber Tate wird den Abend erlauben mit einem kleinen PowerPoint, die ein bisschen den Kontext vom Abend setzt. Menge Zeit aus. Ich probiere das möglichst kurz zu machen. Es geht darum, für die Kader für den Abend zu setzen, für das wir ein bisschen den Hintergrund tun, für die Herren, für die Diskussion. Voilà. Das ist so, dass zu Lützeburg, nicht nur zu Lützeburg, aber auch international, mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen zu tun. Das ist einerseits natürlich Klimaproblematik, die wir spätestens mit der Kanikülen mit dem Stärkeren gesehen und heute ein Kert im Geoportal, was die Urbanisierung anbelangt, hier am Land, die teilweise ganz diffus, also am ruralen Raum, und natürlich auch am periurbanen Raum. Wir sehen, dass die ganze Entwicklung von Lützeburg, die räumliche Entwicklung, auch eine Reihe Herausforderungen mit sich bringt. Beispiel Zitat vom Wasser, wo wir irgendwie auch gesehen, dass es Faktor limitant gibt für als Entwicklung, auch räumlich, und natürlich die ganze Problematik von der Biodiversität für nimmen die zu nennen. Das heißt, es sind eine ganze Reihe Herausforderungen, ich will nur nehmen eine Reihe raus, die mehr in unserem Bereich liegen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer im sozialen Bereich etc., Infrastrukturbereich und so weiter. Ja, es gibt da viel Haut geschwärzt, dass man los, mir sicher, müsste in eine Transition gehen zu einem anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, den eigentlich probiert, einerseits die Herausforderungen umzugehen, eventuell in der Phase auch sich darum anzupassen, und dann in der zweiten Phase aber auch vielleicht an neue Wege zu gehen. Und da hoffen wir, dass es nicht so geht, dass wir eigentlich Lost in Transition, also die Broschüre, die als über zum Landesplanungsministerium rausgehen, die auch einen ganzen Prozess gemacht hat, am Vorfeld vom Programmdirektor, den du abgesetzt hast. Das ist auch richtig. Das Ganze geht kompliziert, natürlich durch die Entwicklung von der Demografie auf den Arbeitsplätzen hier am Land. Hier sieht ja die Projektion, die auf 2035 gemacht hast, das aus dem Programmdirektor rausgeholt. Das sind impressionante Chiffren, die natürlich auch eine Reihe von politischen Handlungserfolgen verursachen. Und du könnt natürlich die ganz froh, ob man fertig bringen mit einer guten Planung, das Ganze an den Griff zu kriegen, oder ihr müsst vielleicht ganz anders weher gehen. Den Programmdirektor, den ich schon kurz erwähnt habe, den hast du das Jahr, ich meine, am Juli vorgestellt gehen.
Und das ist etwas, wo ich denke, das ist just für Insider, aber de facto ist es aber so, dass eigentlich der Programmdirektor soll die großen Linien, die Orientierungen festlegen, aufgrund von denen aber auch die sektoriellen Politiken, also die anderen Ministerien sich sollen darin orientieren oder die anderen öffentlichen Akteure, wie zum Beispiel die Gemenge. Das ist ein hoher Ausspruch. Und ich meine, den Abend wird ja in einem Abend darüber diskutiert gehen, inwiefern in dem Ausspruch gerecht wird, aber wie ihn das kann am besten machen. Die Ziele, ich mache das ganz kurz, die Ziele, die dort fixiert sind, einerseits Versichelungsgrad von den Böden zu reduzieren, zweitens die Siedlungsentwicklung auf den Plätzen zu favorisieren, wo die sie am besten eignen, zum Beispiel öffentlichen Transport, oder weil du irgendwas Kritik hast, weil du schon viel Service sind, etc. Und drittens die grenzüberschreitende Planung an Angriff zu holen. Die Ziele gehen da spezifiziert für den städtischen Raum, für den ländlichen Raum, aber auch für den periurbanen Raum, der ganz tags vergessen wird, aber wo ja auch eine gewisse diffuse Entwicklung auslöst, so, wo ein Auto auch zu einem guten Teil am Vordergrund steht. An der vulgarisierte Broschüre als vom Landesplanungsministerium sind da noch verschiedene Visionen abgewiesen. Ich meine, auch für einfach als den Kap abzumelden, dass man auch urbanistisch, vielleicht müssen wir an der Wehe gehen, wo der Mensch die Lebensqualität vielleicht mehr am Vordergrund steht, an Männer vielleicht im Individualverkehr orientiert das, auch mit einer gewissen Verdichtung am Innenbereich, an ein Beispiel just Versicherungsgrad, der den auch europäisch übrigens inspiriert bis 2035 respektive 2050 soll halbiert respektive 2050 zero net Versicherung soll kommen, also keine Versicherung mehr. Das ganz wie so unter dem Segen auch der Europäischen Kommission. Quartier Fumur sollten dann auch nicht ausgesehen. Ich meine, das gibt ja auch, die aktuelle Regierung ja auch, an einer Reihe von großen Projekten schon durchexerziert. Vorerst natürlich, neben den paar großen Projekten, was ja ganz lösenswert ist, gilt es für den Rest vom Territoire, an die Besiedlung, die an den anderen, die in den großen Flächen erst, die an der PAG in der Oppe sind, vorerst dann noch, wie es dann dummer geht. Das Argument, wir müssen außerhalb von den Bauperimetern neue Zonen ausweiten, die gibt dann am Programmdirektor wieder löst, dadurch, dass eben ein Beispiel gesagt wird, wie viel Hektar eigentlich an der PAG zur Verfügung stehen, aber wie viel Leute, Unité d'Habitation, Leute können theoretisch wohnen, wohl wissen, dass die natürlich sie muss mobilisieren, was dann auch eigentlich froh ist, natürlich, die schon diskutiert hinaus. An dem Prinzip ist also Innenentwicklung, Innenverdichtung, pardon, vor Außenentwicklung. Der transfrontalier, das heißt, dass eigentlich für dich, dass der Programmdirektor auch mehr stärkt, wie wir drüben, ob der transfrontalier, also Grenzregionen geht, da redet, wo der die impressionanten Chiffren von den Grenzgängern, ich meine, Südfried kennt die mehr oder weniger, und das ist schon ganz impressionant, die Chiffren, die gesagt haben, du gesagt, die auch den Entwicklungsbedarf am Niveau von dem öffentlichen Transport, notamment, den es muss gehen. Das ist eigentlich nichts schrecklich Neues, für die das auch, dass eben die drei Zentralpole, Süden, Zentrum, also Agglomerationscentre an Nordstadt. Und daneben gibt es dann verschiedene Centre d'Attraktion, wie das so schön heißt, wie groß, wie kleiner, und die ist, das hauptsächlich durch Siedlungsentwicklung soll gemerkt gehen, am Mann, am freien Raum. Das ist natürlich froh, wie man das kann durchsetzen. Und Durchsetzung apropos, es gibt natürlich eine Reihe Faktoren, die da eine Rolle spielen, die Autonomie kommunal, die Dotation kommunal, die Finanzen, wie die verdient gehen, das Recht Privatbesitz und schlussendlich auch die Kompetenz von den einzelnen Ministerien, die per
Das sind an als Journalistin nicht geschrieben, alles kann, nichts muss. Das heißt vor, inwiefern das alles Wunschdenken ist oder dass ihn das kann wirklich so realisieren. Habe ich just ein Bild von den Dialog von den Gemengen am Staat, wo also Konventionen aufgemerkt sind, wie die verschiedenen Gemengen von den Regionen kooperieren. Das gilt dann auch für Naturparks. Erstaunlicherweise muss ich schon bald so oder parallel, wo doch das Ministerium der Ökonomie so eine Vision ausgeschafft, nur eine Reihe von Workshops, wo, wie ihr seht, 3 Szenarien evaluiert zu gehen, die ein bisschen am selben Richtung gehen, und wo dann noch rezent eine Publikation rauskommt zu dem Thema. Ich komme dann voilà. Ich komme zum Schluss. Und ich meine, das ganz gut zu evaluieren von der Aufhängigkeit, von dieser Aufhängigkeit eigentlich von der Finanzierung vom Sozialsystem, vom Wachstum, von einem kontinuierlichen Wachstum. Und hier sieht die Chiffre von der Population aktiv, das heißt Sterbensplätze. Wenn ihr guckt, das ist natürlich eine Prognose. Und guckt auf der anderen Seite, Pensionen, die müssen bezahlt gehen, das ist an Tausenden. Ne? Da gesagt ihnen, dass wenn hier ein Abbruch wird, dass man dann halt Probleme kriegt. Es gibt ganz sicher Stellschrauben, die sind vielleicht politisch nicht so einfach für uns zu drehen. Schlussendlich der letzte, was da noch, ich meine, das ist ja auch viel an der Diskussion der PIB du Bien-être, also ein anderes Mosinstrument am Platz, der Produit National Brut. Es sind 2 so Systeme, das ist egal, die kommen mehr oder weniger auf der Zeit raus. Die sieht hier, der Bien-être, also Mosinstrument zum Bien-être, die 2 PIB, die also die gehen auseinander, da ist ein Gap, da ist ein Loch dazwischen. Und ich meine, das ist so eine Erkenntnis, die nicht unbekannt sind. Voilà, das mal zur Entrée. Lässt du noch einen Block, die du Folie, merci. Ja. Ich kommentiere die Folie jetzt, weil die Evaluation der Stimmung ist auch an einer Diskussion den Abend zum Thema Wurstem. Und zwar die vom PIB. Da steht das Suchsmovement ökologisch, jetzt weil wir sie gemalt haben und nicht weil wir sie gerechnet haben. Dort sind Donnerien von der Stadtwerk, also von der letzten Berechnungen von dem Finanzement von unserem Sozialsystem. Dort ist das, von dem sie ausgehen, dass als Land in den nächsten 50 Jahren wird wachsen, für auch unser Sozialsystem zu finanzieren. Das ist die Basis von allen Berechnungen noch vom Programmdirektor. Und genau die Steigerung von dem PIB zu Lützeburg als am Blatt von dem der Staat ausgeht, wo ein Donné ist, wird Pensionen, wird Landesplanung, wird den Klima- und Energieplan und alles. Die sieht, wenn in die Zahl hört, all Jahr wies es 1,2% oder 2 oder so, das wirkt ja harmlos, wie weil das exponentiell ist, sieht dann die wahnsinnige Kurve, die da draußen steht. Wir könnten dann ähnlich machen wie die Produktivität. Die muss gerade so viel klammen, wie das wir unser Pensionssystem finanziert kriegen. Und dann halte ich da wäre man Novell 2070 auf einem Niveau, wo aktiven, quasi passiven Naturschwellen. Wir sagen immer als Movement, das ist so le Bonheur, was wir die nächste Generation vererben, nicht nur mit Klima- und Biodiversitätskrise, aber auch nach einem Pensionssystem, den auf so einem Druckbild aufbaut. Ne? Voilà, wir kämen dann zu den Frauen und Parteien, die daraus entstehen. Wir haben mit der Landesplanung angefangen, weil dort wie den Faber gesagt hat, wird Bemühungen sind, wie kriegen das organisiert. Wir wollen aber am Anfang aufhängen, als die Wurst wirklich der Wahrheit letzter Schluss, aber was so in Parteien dazu. Ich drohe dem Herrn Feuer die Folie, die sein Parteiprogramm geschrieben hat, gewiesen hat, weil er kriegt sie nicht gut gelesen. Uwen mun die Läschke gemerkt, die mich schlau von Konferenz zu Konferenz. Das ist so, dass es schon einen Konsens gibt zwischen den Parteien, darauf gehen wir nicht an, und wir gehen noch die Referenten bei den Neustudien zu sagen. Weil das sieht nicht klassisch aus. Das ist ein Konsens, dass alle Menschen ökologisch wirtschaftliche Betriebe auf Lützeburg an der einen Männer. Das steht in allen Parteiprogrammen. Also fern etwas steht, wie konkret ist. Dann, dass Betriebe sollen an der Transition mehr unterstützt gehen, an eine bessere Beratung brauchen, dass wir Ede brauchen, wie es auf die Klimatransition mitzuholen steht bei Liberal. Und da gibt es Varianten,
die Eigenschwätze von einem integrative Wurst, das kann den Herr Wieseler vielleicht nur erklären, was du damit versteht, weil ich wirklich noch immer keinen von den das erklärt. Mit dem schreiben qualitative Wurst, auch der Begriff ist noch nicht genau definiert, mit das ist aber irgendwie parteiüberschreitende Konsens quasi. Die Link nutzen nicht, können wir so, aber trotzdem eine bessere Wurst. Der PEB, die Bien-être, den Taylor gestaltet, steht überall an noch zu summen an die Abwertung von der Großregion, an den ökonomischen Aktivitäten. Es gibt aber natürlich Unterschiede. Als jeder etwas machen wird, Forschung und Innovation zu stärken. Das ist ein bisschen Konsens. Nun kommen wir an die Sense auf verschiedenen Standpunkten oder Rückfragen, die wir haben. Und zwar käme dann lo die erste Folie von der LSAP, und Herr Fayot froh wäre und ihr. Merci. Wie wir das dort gelesen haben, das ist ja stark für da. Reconnaître l'urgence de repenser le modèle économique, und so weiter. Das ist stark für da, wo an ihrem Wahlprogramm steht, wir müssen alles neu denken. Oder vieles neu denken. Und das große Problem ist aber, Herr Fayot, wenn ihr dann das Programm liest mit den Instrumenten, da schenkt es einfach noch ein Gap zu sehen zwischen ihren Stärken aussuchen und zwischen den konkreten Instrumenten, die da dann nennt. Ihr könnt doch noch dabei, dass kaum eigentlich ein wachstumskritisch froh ist, dass zum Beispiel das Finanzierung vom Sozialsystem nicht thematisiert wird oder die wir von nachhaltigen Steuerreformen nicht fallen. Und wir haben ein bisschen den Eindruck, dass es gab zwischen den großen Aussuchen, die man ja eigentlich, ja, und zwischen ihren konkreten Instrumenten. Und da könnt ihr aber auch noch Licht dabei, dass da, also die Strategie, die da entwickelt wird, sind spannende Sachen dran. Die hat selber die Broschüre gewiesen, das ist imposant. Die steht mit einem Satz am Wahlprogramm von ihrer Partei. Und auch die Instrumente finden die nicht am Wahlprogramm ran. Du wären mir ein bisschen paff. Und da stehen aber Sätze dran, la compétitive économique favorise la croissance, l'efficacité. Und mir empfanden du Licht Widerspruch. Wie seht ihr das? Seid ihr zufrieden mit dem Wahlprogramm? Ja, merci Blanche no dem Requisitoire, dann probieren ich darüber zu antworten. Also wat klar ist, dass das mal an einem Wachstumsmodell sind, den nicht durabel ist à terme. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen, wir haben eine lineare Ökonomie, nicht nur bei uns, mir überall an Europa, und ich gebe so überall an der entwickelten Welt, und das ist etwas, was à terme évidemment nicht mehr abgeht. Das ist ein qualitativen Wurst, wo man auch am Anfang viel durch Zuwanderung, durch immer mehr Frontalien laufen tun. Das ist so, dass der PIB ist ein bisschen, du schwätzt mal auf Landgeneen, der PIB ist ein bisschen so ein falschen Debat. Das ist ja die Flo, die Ökonomistin hat für kurz gesagt, le PIB, ce sont les Jeux Olympiques des Nations. Geht ein bisschen darum, wen die Größten hat, aber sieht am Anfang nicht immens viel aus. Der PIB, das ist in sich nicht anders wie die Kontrapartie vom Revenu, den generiert wird in einem Land. Aber das können Sachen sein, das kann dadurch kommen, dass sie Benzin verkauft oder Waffen verkauft oder erneuerbare Energie produziert. Das heißt, brauche ein PIB, weil brauche ein Revenu, dass ich ein bisschen froh, was für PIB ich braucht und auch wie ihn mit dem Revenu umgeht, den hat. Und ich meine, das ist eben den Enjeu und den Challenge, dass wir als Ökonomie so umstellen, dass mehr kreislaufwirtschaftsmäßig funktioniert. Das ist, dass wir das Lehren zu Lützeburg und auch ganz Europa als Ressourcen immer verwerten, da dann einem Circuit klar zu gesehen. Ich meine, das ist die größte Chance, die wir haben als Land und als Region, dass wir alle als Materien haben, und sie just brauchen zu verwerten. Aber wir müssen Aktivitäten finden, die nicht so viel Land verbrauchen, die nicht so viel Wasser verbrauchen, die nicht so viel Emissionen provozieren, wie wo man au contraire eine hohe Valeur ajoutée haben, wie zum Beispiel die Fabrik von Feidermann, wie die Fabrik, die man heute plötzlich tun, die eine neue Generation von Batterien herstellt, für die Elektromobilität. Ich meine, das ist die Genre von Entreprisen, die wir probieren, nach Plötzlich zu bringen. Das heißt, dir meint, es gegen gelingen, die dort Croissance, die lo angestrebt, also die am Raum steht, durch rein ökologische Aktivitäten auf Plötzlich also hinzukriegen.
Also durch eine selektive Wirtschaftspolitik. Die dort Wahnsinnscroissance. Ich meine, das ganz sicher, das in Deal davon, ich meine, das ein Deal aus die Genre, nein, die Typ von Aktivitäten, die wir hinbringen. Und wir sind ein Heichkästeland, das ist, das geht durch mehr Recherche und Innovation gemacht, das geht durch mehr Technologie. Mehr ein Deal, das natürlich leidet auch an einer Änderung von unserem Lebensstil, von der Weise, wie wir konsumieren und produzieren. Das ist da so Komportementswandel, den erforderlich ist. Kann ich das Sobrietät nennen, kann ich das Suffisanz nennen, wie ich will, das gehört natürlich auch dazu. Ich meine nicht, dass wir einfach weiter können fahren wie bislo. Ich meine nicht, dass wir das ad eternum können weiterziehen. Letztes Jahr war der 50. Anniversär von Limits to Growth. Ich meine, die Konklusionen daraus sind immer noch valabel an Kurve, wenn ihr das guckt, sind noch relativ akkurat mit pro Jahr verpasst. Sodass ich meine, dass wir evidemment ein anderes Modell brauchen, die noch mehr auf den Bien-être geht. Du könnt an der PIB Bien-être immer dran. Wir müssen unseren Progress ganz anders müssen. Und ich meine, das ist für mich wirklich ein Schlüsselpunkt. Dafür steht da doch in unserem Programm. Wir müssen als Gesellschaft neu auffangen, rundherum wir brauchen Revenu, aber wir brauchen noch mehr Fokus auf den Okay. Bien-être. Merci. Wir kommen darauf zurück, mit dem Problem ist, dass das Pensionssystem und das Sozialsystem von dem, wo es dem aufhängig ist, einmal black. Herr Baum, dir so, du bist, also die können doch gerne intervenieren, ja. Also den ähnlichen Trugschluss. Ich kriege da wohl ja Frage Ja, gestellt, ne? okay. Der streckt dann früher. Ja. Oder kriegst du für dich Trug Nee, gestellt? Also den ähnlichen Trugschluss, von dem für Druck geschwärzt ging, ist, dass heute zu Lützeburg all Jahr so viele Arbeitsplätze geschaffen gehen, für unser Pensionssystem zu erhalten. Also wenn ich glaube, dass doch kein Entrepreneur, den zu Lützeburg einen Arbeitsplatz kreiert, für ein Pensionssystem zu erhalten, könnte er weil er gerne Benefiz möchte, und dürfen als der Kader do. Das ist der Hauptgrund, für was so starke Wachstum zu Lützeburg gibt. Aber wenn die steuern will, dafür gibt es ein Instrument, und das sind notamment Steuern. Das heißt, was soll wachsen, und wie es wachsen soll, dafür hat der Staat die Moyen, die er hat, und das sind notamment Steuern. Die Finanzierung vom Pensionssystem, die noch einen ganz logischen, an einem ganz über 100 Jahre sich erwiesenen Modell beruht, als den vom Umlageverfahren, dass die Haut schaffen, dafür responsabel sind, dass die nicht mehr schaffen oder noch nicht schaffen, dass die eher bei leben können. Das ist ein Prinzip, den eigentlich konstitutiv ist für alle Zivilisationen, und die noch auf 50 Jahre wird so bestehen bleiben. Wenn wir finanzieren, wenn wir ihn finanziert kriegen, das ist eine Frage, dass wir alle guten Elemente von der Arbeit an das Finanzament mal dran ziehen und dass wir auch andere Elemente von Revenuen an das Finanzament mal dran ziehen. Also die Chimäre von der Rentenmauer, die in 90er Jahren von Jean-Claude Juncker abgebaut ging, die ist falsch. Unser Pensionssystem ist gesund. Man muss für sein Finanzament Resette generieren. Das ist froh. Von der Tro liest, wir haben noch das Zitat, eigentlich, das passt. Im Moment. Ja. Ich habe den Herrn Feio gesehen, dass er am Kap Jo gewinkt hat. Von Hand hast du das gesehen? Ja. Nee, just ganz kurz. Herr Feier, hat er Zuckungen oder hat er ja gewinkt? Nee, das war zwar eine lange Wahlkampagne, ich habe noch kein Den Tate kann man vielleicht so wenig. Am Anfang. Am Anfang. Okay. Was die Steuern? Ja, also ich meine, wir sind als eins auf dem Punkt, dass wir müssen andere Sachen besteuern, noch mehr besteuern, ganz klar, wie man das machen. Wir wissen alle gut, dass wir eine starke Besteuerung von der Arbeit tun, die auch nicht so gerecht ist, wie sie soll sein, wenn ihr den Barheim guckt, wo ihr sicher auch kennt, mehr Gerechtigkeit an das System heranbringen. Aber wir sind noch der Meinung, dass sie aufhängen, andere Sachen zu besteuern, wie zum Beispiel Vermögen, dass sie auch Pollution mehr besteuern, wie man das für den Moment. Pollution, ja. Das steht aber nicht am Parteiprogramm. Mehr machen. Blanche, wenn man an den Detail gehen, die du gerne hast, dann machen wir extra 500 Seiten. Nee, wir hatten also eine nachhaltige Steuerreform, effektiv. Die nachhaltige Steuerreform, das wird leider im Raum, steht an keinem engen Wahlprogramm. Eine nachhaltige Steuerreform, was da ist, der Essenz ist,
für den ökonomischen Modell marktwirtschaftlich helfen zu lenken, das steht keiner Partei. Ich meine, den Herr Feio hat ja eine Antwort auf ihn und den Herr Baumseng. Ja, Herr Baum, bei ihr schließen wirklich auch an ihrem Parteiprogramm, die hat auch bewusst die Frage von dem Wurstem ausgeklammert. Die schreibt eben, das war der auch gesagt, das kapitalistische System vorstellen und so weiter. An ihr Hauptinstrumenter sind wieder so ein anderes Steuersystem, weil bei den Instrumenten sieht auch ein bisschen mehr Fluch, mir fand, wie die kapitalistische Logik vorstellt. Wieder das vielleicht alles empfangen. Und wie steht dazu Wurstemsfroh en tant que tel? Also zur Wurstemsfroh en tant que tel muss ich vorstellen, was wursten soll und was nicht wursten soll. Also ich gebe mir wünschen an dieser Gesellschaft Empathie, Intelligenz. Also okay, so wir sind bei der ökonomischen Wurstum, aber bei der Bevölkerung. Beim ökonomischen Wurstum, also schon dieselbe Stroh. Wie ein Besoin gibt an der Gesellschaft, die noch nicht erfüllt sind, und die sollen erfüllt gehen. Das sind Bereiche, die wursten sollen. Wir mengen zum Beispiel, dass also Bildungssystem muss ausgebaut gehen, das Care-App muss ausgebaut gehen. Das sind Bereiche, die wursten sollen. Die froh, ob die han drun stöcht nämlich als eng abstrakt will man dat den BP wie BP wiest oder net, die kann den Tanketel net beantworten. Mir wat den aber beantworten kann, als dat den all Form von ökonomischer Aktivität responsabilisiert an du der auch Landesplanung steuert, da das Eisen take, da das Eis Überlegung, wir können dummer da ins zu gehen. Okay. Also, Dann käme wenn die andere will intervenieren, kurz, okay, dann ist das nicht verboten. Ja? Herr Weide, ich sowieso nur die nächste Frage gestellt. Herr Weide, ich wollte intervenieren. Ich ging aber mal erlauben. Ich wollte so, dass die länger mal so ein kapitalistisches System vorstellen. Ich meine, all die Innovationen, die wir haben, ob das Auto, das Computer, alles, das durch ein kapitalistisches System. Als das kommt, wie wenn es im freien Marché, weil die Industrie kann freie Sachen machen, aber der Konsument das dann akzeptiert oder nicht. Und das ganz wichtig noch als Problem von Haut, die können wir auch nicht mehr lesen, wenn wir den freien Marché halen, aber man kein Verbot machen, an den freien Marché entscheiden, losen, was für Energiequellen die besten, was für Mobilitätsmittel die besten. Das wollte ich klar sagen. Für uns ist also das kapitalistische System natürlich geregelt muss, die das Lösung für viele Probleme an den zentralistischen Staaten, die nie etwas. Herr Weilich, da sind wir ein bisschen bei dem, was ihr so sagt, zum Thema Wurst. Wir haben ein paar Zitate von ihr rausgeholt. Weil ich meine, die hat ja schon für allem Thematik auf den Handel geschrieben und eigentlich, wenn ihr an ihrem Parteiprogramm liest, da geht es ihr scheinbar Bevölkerungszahl an nicht den ökonomischen Wurst. Wir freuen uns, sie werden da nicht einfach von der Bevölkerungszahl zu kurz schwätzt, dann wäre es vielleicht wie klar, wie wer da steht. Und nicht hat verstoppt, hat der allgemeine Wurstungsfrau, weil könnt ihr dabei, so wie die Euro gesagt hat, die will eigentlich überhaupt nicht steuern, die will eigentlich keine Wurst mehr, die will den aber nicht steuern, die will den aber trotzdem kontrollieren, aber nicht steuern, ihr ganzes Programm ist nicht steuern, aber kontrollieren. Dann die selber, das ist das innere Zitat, das ist ein Parteiprogramm, wie wollen wir die Wursten begrenzen? Und da kommen 3 Prozesse. Wir fanden zwar auch Prozesse wichtig, politische Willen, Transparenz. Die nennt kein Instrument. Ganz ehrlich, wir fanden, dass ein Parteiprogramm also Last gelesen von mit denen wir extrem Probleme haben mit der Orientierung von ihrer Partei, fanden wir ihr Programm aber auch absolut unkohärent. Wer da will, wer da sucht, weder es will steuern, das eigentlich für allem, ja, voilà. Super, das ist schon mal eine gute Erfahrung. Okay, also wir haben auf jeden Fall der Fred Käuber nicht eine ganz Burri wurde Wurstum geschrieben, das heißt, man als wirklich am Fond drüber analysiert und dann ganz klar beschrieben hat. Das heißt, das ist nicht, wie man es keinen Gedanken gemacht hätten. Das ist bei meinem Wurstum, wir so absolut nicht, hätte man keine Wurstum mehr wollen. Wir so, dass man gerne einen organischen Wurstum haben. Was ist das organische? Das ist nicht
Herr Wieser, den musst du auch noch gleich drum am Inklusiven. Wir haben den organischen. Wir haben den organischen Würstem. Ja. Ich erkläre halt organische schon als einfach etwas organisches etwas aber hat löst nachhaltig wie es das für mich organischen Wurstum an das Also ökonomischen Lo oder bevölkerungsmäßig. ja am Moment denke ich ja halt die zwei zusammen man PIB das klar wird mir leid heißen wenn die selbst Produktivität tut da geht der PIB an Blut das von mir so dass an das ganz klar das ist Kritikpunkt bisschen die dort nee das ist okay war meine Bevölkerung Explosion hun wenn man an den letzten 20 Jahren 150.000 Leute Mirakel tun oder 200.000 wir fanden das geht einfach viel zu viel sehr und dafür haben wir halt riesige Probleme. Riesige Probleme mit den Wohnungspreisen. Die Fakten sind eigentlich die sie bekannt. Ich meine, das ist okay, gell? Die wissen alle gut Probleme vom Wurstem. Dass wir auf den Punkt können kommen, dass wir jetzt nicht so viel verlieren. Welche Instrumente will die holen, für das Ganze zu steuern? Ja. Grenzkontrollen, ich meine, das ist der Dienst von den am ADR-Programm kann zwischen den Zeilen lesen. Ne? Herr Turm ist natürlich nicht an den Grenzen, dann halten sie die Leute dünn. Das ist der Dienst für dich, was du das Programm liest, das steht ob man zwischen den Zeilen. Ja, warte, ich dir die Chance, zwei Instrumente zu nennen. Also zwischen den Zeilen steht überhaupt nicht. So zwei Instrumente, wie die steuern. Also wir fangen mal, also das ist echt ganz, ganz wichtig, dass wir brauchen eine politische Willen. Nee, Instrumente. Ja, das tun wir doch Instrumente, nicht Prozesse. Ja, ein Instrument, also wir proposieren halt ein Referendum über 1 Million Einwohner. Nee, wie will das begrenzen? Nee, das ist ein Instrument. Sorry, da sind wir dich nicht aufverstanden. Okay. Und das ist ein ganz gutes Instrument, noch mit der Landesplanung. Wir müssen wissen, auf welche Birch, dass wir gerne wollen gehen. Und noch die Leute draußen, viele von denen so, wir sind viel sehr gewusst. An der Bevölkerung haben all die vielen Probleme, die ich schon nicht aufzählen. Und die Leute wollen das nämlich. Viele Leute wollen das nämlich. Wir so, ja, die Parteien, sie sollen nicht mal das so äußern, wollen sie gerne 1 Million Einwohnerstaat, wollen sie gerne das Neinke, die Massenmigration, die wir die letzten 20 Jahre hatten, dass man die nachgeholt an all die Probleme hat. Okay. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir halt darüber aufstimmen. Und da muss man darüber orientieren. Und wir wollen auch keine Grenzen zu machen. Wir werden so nass. Wir müssen wirklich gucken, dass man Produktivität da kriegen und halt nicht mehr auf einem leider kriegen, für das Pensionssystem zu finanzieren, weil das nicht nachhaltig ist. Okay. Wir halten zwar fest, dass die für allem vom Bevölkerungsfürsten schwätzt. Tommy Klein will etwas. Just als Kurzreaktion, erklärt dir den Leuten noch, wie an den letzten 20 Jahren ohne die Explosion, wie das nennt, wie wir unser Sozialsystem, Pensionssystem etc. erhalten hätten, ohne die Leute, wie wir gewisse Sektoren hier im Land funktionieren, ohne die Grenzabelstadt, die ja explosionsartig kommen wären. Gegen dir die Leute noch für ein Referendum erklären, wo wir am Land drauf wären, wenn die Entwicklung an den letzten 20 Jahren nicht so gewesen wäre, aber profitiert hätten von all den Leuten, die hier reinkommen wären. Nein, das ist einfach nicht passiert. Man profitiert. Ich habe nach gestern, da man eine Frage schwert, die hat gekrascht, weil sie müssten, sie kann nicht mehr an ihrer Wirtschaft wohnen, sondern die wohnt nur in Deutschland. Oder auch schon mal mit der Frage schwert. Weil all die sozial schwachen Lützebäuer, die verdrängt, wenn sie den höheren Wohnungspreis haben. Das heißt, Wurstum hat nicht nur positive Sachen, sondern auch ganz viele negative Sachen. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn die natürlich als Universitär viel verdienen und so weiter, dann ist es einfach, so zu schwätzen. Okay. Also, dass du weißt, diese bisschen zu tun, dass wir darauf müssen angehen, die nationalist-identitären Gedankenzucht, die in einem Programm hast, das man liebt, dass wir so Positionen holen, wie das für uns unvertretbar. Ja. Voilà, ich gebe proposieren, weiterzugehen. Dann könnt froh den Tommy Klein. Kriegt aber auch kein genüsslich, fand ich. Wir müssen ein Zitat gucken. Weiter drücken. Ich muss selber immer drücken. Das geht nicht mehr. Du musst du hinhalten. Nee, du hin.
So, bei Ihrem Piratenprogramm, du verstehst mir auch wirklich, also der Staat, der Wurst muss lenken, okay, die Wirtschaft muss an einer, pass auf, das ist immer bei der ganzheitlichen Approche. Wir haben einen neuen Term für das Ganze, das ist ein ganzheitlicher Approche. Und dann, beim Bruttoinlandprodukt an Steuern, das hat zu gucken, aber es muss in der Funde auch Kosten aufrechnen zustande kommen, weil der Staat weiter Investitionen muss erholen für die Wurst im Leben zu halten, okay. Es muss dann Rechnung gemacht werden, ob sich Investitionen am Vergleich mit Aktivität an Wirtschaftswüsten lohnen. Nachteile vom Wursten, wie der Verkehr oder Wohnungsbau, mussten durch den Staat kompensiert gehen. Mir wusste du ehrlich gesagt nicht, wer der will. Aber wie gehen Nachteile vom Wursten vom Staat bei wem wie kompensiert? Die organisch, die ganzheitliche Wursten. Wir wurden doch nicht ganz griffig von ehrlich. Ich bin am Anfang froh, dass der kommt, da lohnt es zustande, wenn ihr noch Publikationen vom Movement liest, an in Haina kennt. Ich habe doch durch schon dran gelesen, dass nicht wirklich zufrieden war mit der Ausso. Muss einfach so, dass besonders die Lecht Ausso als an mesure gerutscht und dass mir Konstat. Eine Konstat, den wir alle guten delen, dass aktuell durch die negativen Konsequenzen von unserem Wurstem der Staat muss viel Cash kompensieren. Sie wird mit Investitionen, die müssen gemacht werden an die Infrastrukturen an einem ganz anderen Niveau. Natürlich, und das ist der Satz, den am Anfang just für drauf steht, an die Stimme an der Lies für drin, dass man so, dann muss Rechnung gemacht werden, ob die Investitionen sich auch tatsächlich lohnen. Ich meine, genug Beispiele heute zu Lützeburg, dass wir Investitionen auch mit einem guten Hintergrund, ich will ein Beispiel, wir sind der Champion an Investitionen an Mobilität, an öffentlichen Transport. Wir sind aber leider auch der Chantier, wenn es geht den Türe, die ihr braucht von der Arbeitsplatz bis hin. Das heißt, auch da geht es darum, die Effektivität auf vorzustellen von den Investitionen, die wir machen. Das heißt, eine Mesure oder etwas, was das wichtig ist. Sorry, von der Steuer aber im Moment der ergreifen. Du kannst ja nicht dem aktuellen Bautenminister vorwerfen, dass du noch ganz viel Retar abholen. Du kannst ja nicht eine Investition von Haut quasi, wie sie hier kein Zauberstab. Wir haben an dieser Regierung massiv, endlich, riesig an den öffentlichen Transport investiert. Das ist ja kein Kritik. Das kann ja nicht direkt einen Impact haben. Ne? Natürlich nicht, das ist keine Kritik, das ist eine Forderung, dass in die Effektivität, sie wird dann eine Präevaluation von Depensen oder nennen wir es positiv Investitionen, dass sie sich guckt, wer da hoffentlich mal durch. Ja, wenn wir das gemacht hätten, da wäre ganz viele Projekte noch gar nicht umrollen. Ne? Ja, aber vielleicht wäre noch eine Uhr besser investiert gewesen wie an Ortono machen wir wirklich eine Evaluation von der Effektivität. Ich meine, der Movement hat das in der Publikation ja auch gesagt. Zum Beispiel all Bus hat einen Zählapparat. Wir wissen ganz genau, wie viele Leute wo an den Bus klammen. An den RGTR ich kenne die Systeme, die sind bis für ein paar Jahre nach Manuel von Delreis gemacht. Ich kenne die Systeme und ich weiß auch, wie sie funktionieren und ich weiß auch, wie ein Fehler macht. Wir holen mal einfach ein anderes Beispiel. Hol mal dus Mobilität mit dem Beispiel von der Velosbrick zu Esch. Oh nee. Nee, einfach als... Wir sind beim Wursten. Eine Evaluation, bei mir als vier Stellen, wenn es wirklich um die Effektivität geht, als zum Beispiel auch, dass ich so, wie viele Leute holen dadurch mehr de Velo? Wie viele Deplacementen gibt man mit dem Auto gemacht dadurch? Wie hat sich gewünscht? Verändert. Transport auf dem Niveau so das heißt, die will die ganzheitliche Wurst steuern, dadurch, dass die Instrumente, die der Staat hält, mehr reflektiert getroffen gehen. Für allem Depensen und Investitionen auf die Lehrstellen, dass sie nicht dass sind auch die Effektivität, die überprüfen von den Investitionen, die wir machen. Und nicht mit der Geist kann drüber fahren, ohne zu überprüfen, ob das tatsächlich etwas bringt. Und da geht davon aus, dass es, wenn die Effektivität mehr geguckt wird, dass das einen Impact hat auf die Wurst. Das ist ein Teil natürlich von vielen Mesuren, die müssen getroffen werden, für die Wurst in eine Richtung zu lenken, dass man von dem quantitativen Wurst fortkommen und noch den Schiert, die das in Ugericht wird, an letzter Zeit und noch in Zukunft. Also, das heißt, du hast die Brick nicht gebaut, ne? Das heißt, du gehst nachher mal nicht vom Zentrum von Esch auf Bellwall kommen. Was du hättest wahrscheinlich Dachselo zugemacht und dann hätte ich keine 250 Millionen für das Tauschen Dachselo bei bezahlt. Das effektiv. Den eigentlichen Dekalage wäre, dass Brick Bellwall angekommen ist und dass in Bellwall kein Velospist wäre. Und das tun wir ja an engem Jahr innerhalb, das mir, wie ich bisher nur von der Brick, weil ich auf dem Bellwall auch als Agora-Minister unterwegs bin, dann haben wir direkt
der Minister den dafür zuständig ist. Wir haben lo am dem Konzept jetzt letzte Woche vorgestellt. Wir haben eine Rekordzeit eng Velospiste gemacht, für dass die Verbindung ist an das Chantier auf der Escher Seite. Okay. Also lo ausgeschrieben. Das heißt, die Brick als ein guten Invest an den Mangtum war, dass auf Belval Okay, klar. noch nicht genug Ja, das ist aber Velospiste keine Analyse, ob und es das auf der tatsächlich Escher dazu Seite. kommt. Mit dem Mangtum geht schon abgehoben. Wie ist das dann das Resultat da kommt? Das ist manchmal auch ein Problem von Ja. der Landesplanung ist, dass die Brick effektiv in the middle of nowhere aufhängt, nämlich um Belval, das nicht angebunden ist und eine Struktur. Heute sie lanciert. An op Escher seit de loin vom Zentrum rauskennt mir irgendwo auch in the middle of nowhere beim Krieg. Okay, wieso, merci. Also, ist die Das Biene ist so ein Problem Mädchen, von was der interessiert das? Nee, Landesplanung. hat ja halt nur Opferschiff. Der Vertreter von Fokus wollte etwas so vielleicht zur Wurstums-Thematik. Ich wollte effektiv. Die sind von dir verdenken, nicht nur über die Velos. Nee, definitiv. Es sind keine Velos-Fan, dafür hast du das wirklich vor. Ach so. Also, sportlich, ich habe ein Problem, dein Knie, du fährst das mechanisch nicht mehr drauf. Also, ich wollte vielleicht ein bisschen beim Tätzingen Zuelnecke aufhängen. 2012 war die Pensionsreform gemerkt. Der Martin Bartolomeo hat damals eine Hypothese geholt, 3% Croissance vom PIB und 1,5% vom Emploi. Wenn man in die Realität guckt, du hast der PIB über die Periode 2011-20 um 2% gewusst, ein Emploi um 2,8%, und Produktivität, die wunderbare Produktivität, also um 0,7% raufgegangen. Das heißt, wenn man von qualitativem Wachstum schwätzen oder von irgendeinem Zauberwachstum, da muss man einfach die Realität an da gucken. Als Betrieber sind Männer produktiv heute, wie sie jemals für drüber wären. Und das ist wirklich ein Problem. Das ist ein Problem, den wir als Gesellschaft und ganz bestimmt eine Regierung hätten können gehen, für einfach den Betrieben zu helfen, mehr kompetitiv zu gehen. Das ist ein Problem, den es europaweit gibt. Also, Los der eng Ja, ich wollte doch nur so, den Herr Baum muss aber zumindest den Herr Feier. Feier wollt Nee, also das Fett, dass man Produktivität tun, die auf hohem Niveau stagniert. Wir haben eine hohe Produktivität, auch am europäischen Vergleich. Das hängt zusammen mit dieser Finanzplatz, wo die Produktivität mehr hoch ist, wie zum Beispiel am Sektor Manufakturierung oder vielen anderen. Mir war richtig, dass das relativ wenig an die Luft geht, sie stagniert. Das hat auch damit zu tun, dass an diesen Sektoren wenig Recherche gemacht wird. Wo man wissen, dass da ein Faktor ist, für Produktivität an die Luft zu setzen. Da gibt es Erklärungen dafür. Wir nach einmal für einen mehr nachhaltigen Wursten, wenn man so will, weil das ist finalement just Wursten, was just wie man heißt Geld verdienen. Ne? Das, dass wir andere Sektoren noch viel bringen, die mit anderen Ressourcen funktionieren, die mit mehr Recherche funktionieren, mehr Produktivität. Ja. Und das ist effektiv die Weg. Du gibt keinen Silberkuchel für das zu machen. Du gibt eine ganze Reihe Instrumente, du gibt Infrastrukturprojekte, du gibt Äden, du gibt Förderung von der Recherche, Verzahnung von den ganzen Sachen. Und das ist so wie ein DW. Ich bin voll d'accord. Ich meine, das ist ein Phänomen, das man nicht heute entdecken. Das ist ein Phänomen, das hat sich über die letzten Jahre abgebaut. Wenn ich gucke, wie heute die Recherche mit dem Privatsektor funktioniert, da muss ich sagen, das ist besser wie jemals für tun, aber das ist nicht gut. Wir sind einfach nicht gut daran. Wir bringen nicht fertig, eine selbstständige Recherche zu Lützeburg aufzubauen, die ihn praktisch an die Entreprise kann bringen. Es gibt eine Reihe für sich, aber flächendeckend an Brett kann ich das definitiv nicht bezeichnen. Okay. Wenn wir eine Diminution für die Croissance haben, dann leidet das daran, weil das vergisst ihn. Als Recherche ist 40 Jahre alt. Also nach 8 Jahren angefangen, als lo effektiv so gut wie nie für drin. Das kriegt Traktion, den List, den LIH, LCSB, Tuni Lützeburg, alle guten, überall weil viel mehr appliziert Recherche gemacht. Und das selbst wird ein bisschen Zeit dauert, okay. Das ist auch nicht du jour au lendemain, wo das könnt, aber das ist ein Movement, okay. Das ist ganz stark. Ich kann nur nicht dafür erfahren, weil du geschwärzt, wie du bist mehr Zeit wie die anderen gehabt. Der Claude Wieseler wollte du erklären, was. Ich wollte schon am Anfang attentiv nur gelauscht, schon 2 Remarken über die Diskussion zu machen. Das erste wird zurückzukommen auf die Investissementer, die wir haben, notamment auf Belval. Ich muss aber sagen, dass innerhalb von den letzten 20 Jahren, notamment
am Kader von Erfahrungen, die über das Aménagement du Territoire gemerkt sind, aber genauso Entwicklungen wie Spellwall geschieht, weil wir so tun, dass als ich pur Großpolen an diesem Land gehen, wo es sinnvoll ist, für Entwicklung zu machen, wo es sinnvoll ist, für Logement zu bauen, wo es sinnvoll ist, für sagen Sie mal, für Entreprisen, das ist zu Spellwall geschieht. Und das auch geguckt, dass all die Fragen von Mobilität gelöst sind innerhalb von dem Konzept, das du entwickelt hast. Ich hatte nur gehofft, ich ganz wenig für tun, und ich will so, wenn du von der Velospiste geschwärzt oh nee. Seriösement, die feiert näheren 10 oder wer auch immer da gesagt wird. Ich muss so das große Problem bei denen so Typen von Projekten, das ist ja, dass du nicht alles kannst zusammen machen. Dass du Zeit brauchst, für einen um anderen proper hinzukriegen, und das entwickelt sich mit der Zeit, aber wenn andere Projekte, das sie nicht häufig in der Natur müssen verteidigen, aber trotzdem, wenn der Projekt geht, das ist noch nicht oder das ist nicht, das ist normal, dass nicht alles von einem der auf den anderen kann da sein, und dass du Zeit brauchst, bis das ganze Konzept ordentlich funktioniert. Wenn ich erinnere, wie das war 2004, wie ich den Dossier da überhole, und steht gut nicht. Ja. Wenn ich gucke, was haut momentan aber leben, da muss ich so mit allen Imperfektionen, die ich feststellen kann, ist aber von den verschiedenen Regierungen so viel geschafft. Der kriegt nach Frohen zu der Landesplanung gestaltet. Ja, das kann nicht weitergehen. Nee, das ist okay. Mir wollte es aber frohen, effektiv ganz kurz vielleicht den Ausdruck, was heißt das? Eben der CSV bekannt sich schon wie wenig andere Parteien zum Wursten nach die letzten Wahlen. War die Wahlen gegangen und hat die Wurstemslogik erfragt. Lo hat eine kleine Volt fast als Partei gemacht oder ganz stark gewollt fast. Und da sieht lo just lo, wie schon den Ausdruck. Inklusive Wurstem. Könnt ihr kurz so, wo die Volt fast hier könnt, hat etwas an der Gesellschaft, an der Wirtschaft geändert, da was versteht da drin? Zwei Sachen will ich dazu so nicht nehmen. Erstens, auch an den letzten Wahlkampagnen nicht gesagt, dass wir kein Wurstum wollen. Wir haben gesagt, dass wir den Wurstum müssen probieren zu maîtrisieren, weil die Wurstum, die wir für 5, 6, 7 Jahre erkannt haben, ein Wurstum von 3, 4, 5% wäre, den wir manifest im Monat nicht nachkommen sind. Heute sind wir aber an einer anderen ökonomischen Situation. Wir sind nicht mehr bei dem Wurstum, was die Quantitäten hat, wie wir 5, 7, 8 Jahre kann. Und heute tun wir auch nach Wurstum, und ich so aber gerade so klar an den dass eine Gesellschaft, wie die letzte Gesellschaft, Wurstum braucht. Wurstum braucht, weil wir sich auch eine Reihe Obligationen haben, nicht nur Obligationen für ein Sozialsystem zu finanzieren, aber auch als Obligationen für sich die Modernisierung von unserer Gesellschaft, für unsere Infrastrukturen hinzukriegen, für unsere Schulen zu bezahlen, für unsere Spitäler zu bezahlen, also System im Land an, auch Obligationen d'ailleurs haben drin, will ich so für den ganzen Transition energetik können zu finanzieren, weil die riesig teuer geht. Und dafür hätten wir gerne Wurstum für das Finanzament davon auch können zu assurieren. Also kurz, ich wüsste Satz vielleicht noch was. Ja. Aber was heißt qualitativ heißt, dass wir Männer wollen setzen auf ein demografisches Wurstum, mehr auf ein Produktivitätswurstum, das also mehr an Reisen mehr Qualität vom Wurstum bedeutet, und inklusiv, dass wir am Anfang der Wurstum so wollen. Herr Weide steht zu Recht, so will mir auch. Ja, meine, ich habe kein Problem, wenn die anderen Leute selber okay. Ich weiß auch nicht, ob ich will, und so, ne? Okay. Inklusiv wird an Reisen geheischt, dass wir sich wollen, die Entwicklung, die wir machen, notamment die Entreprisen, die hingehen, das selektiv hinbringen, dass sie auch an das Gesellschaftsmodell, an das System, an als Ökonomie heranpassen, dass sie können inkludiert gehen dort anderen, okay. Dass das logisch und sinnvoll ist. Mir leid, wenn die wieder nicht immer so verstanden sind, wie wir sie gemeint haben, wir dürfen froh können, die Explikation zu geben, dass das inklusiv und qualitativ gemacht. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Wir Fage, als Fage, da lo eng Inklusiventwicklung. Das war gut, die Frage. Fage. Also bei Fage haben wir, als ich gesagt, für 5 Jahre, wie die Diskussion war, dass wir so schnell wie möglich eine Decision gehabt haben. Nee, was wäre eine Decision gewesen? Eine Decision gehabt auf den Dossier, weil das als ein riesiges Problem bei Fage gestaltet, dass die extrem lang. Nee, Konto vorher, wenn du sie mal als Institut zu lang gedauert. Fertig. Ja, nee, das sind die extrem langen Zeiten, die die gehabt hätten, dass am Anfang sofort eine Decision geholt gewesen. Ich regretiere also, dass den Dossier so gegangen ist.
wie gegangen ass, wat fir 5 Joer hummer Chlor als darüber rausgelegt, dat man zum Beispiel bei Dossien wie Fage net unbedingt begeert gin sinn, wenn man net von tun, dat die an de logischen Tissugängen passen, wie man als Land willen weiter entwickeln. Bei einer Dossien wie Google a Knauf sommer, die hätte schon do dran gepasst an dofir hummer dat. Google auch. Google ja. Ja. An de limitierende Faktor vum Wasser, den gesit er net. Selbstverständlich gesinn mir auch eng Reihe ökologisch frohen die Sto erstellen. Wir können recht enger andere Meinung zu sie wie dir. Ja, Eiser Meinung no hat Google an als ein ökonomischen System gut gepasst, weil es hat als ein Attraktivitätsfaktor gewirrscht für eine ganze Reihe IT-Technologien dahinter zu kriegen, IT-Unterprisen dahinter zu kriegen, und das genau die Zuchtentwicklung, die wir gerne für Lützburg. Da sind wir da wahrscheinlich eine andere Meinung, aber das ist so wie mit dem Dossier. Das ist dann aktiert. Ganz kurz. Ganz kurz, weil wirklich schon. Ich meine, justement, dass ich für so Dossier wie Faye oder Google in Zukunft evitieren, dass man den Kompatibilitätscheck angefordert haben, dass wir groß neue industrielle Projekte kommen, dass man die aufprüfen, ob Kompatibilität mit den großen Plafonds, die wir haben, mit den großen Kontranten, die wir haben am Land, dass das nicht mehr viel könnt, weil ich mit Claude Wiesler einsehen, dass das nicht gut ist, wenn ihn dann so ein Betrieb 5 Jahre hängen lässt und das dann schlussendlich einfach aufwandert. Aber dafür machen wir das, dass wir nicht bei den nächsten Wahlen nachher müssen. Ja, Feier, ich das für die Leute so, dass den Check da, wir haben die schon ein paar Mal gefragt gehabt, also aufgrund von welchen Kriterien da die Entreprise bewährt. Das wäre ja aber okay, wenn den öffentlich wäre. Wir haben das schon mehrfach gefragt, dann können wir nicht für die Leute so, dass er den disponibel macht. Blanche, das ist nach kein Industriedossier gerecht. Nee, aber ich meine, das ist ein Check, effektiv, den, wo man die Größe, ja, das sind. Nee, das ist so ein Pardon, weil das sprengt die Karte. Was hast du da, Logi? Willst du wissen? Oder nee, ich will ein paar Bayer. Also, mir fehlt ein paar Bayer, wo wie so oft gibt es ja bestimmt auch ein Dokument, wo die Betrieber diese Schmelle können nachgucken, die muss ja nicht mal Minister schwätzen, aber so. Das ja ein objektiv löscht gehen. Die Blanche, da gibt es aber Accès à l'information. Da gibt es ja Möglichkeiten für die Jungen zu fragen. Das ist ein bisschen anstrengend, für dann auf Gericht zu gehen. Was du nicht auf Gericht zu gehen, das kann einfach ja zu so. Das geht nicht für das, nee, das ist nicht für das zu verstoppen. Ja, ich habe am Anfang auch kein Problem damit. Wunderbar, merci. Heute der Kneipe wird sich wirklich schon angemeldet und dann Max Hahn und dann schließen wir auf. Ich wollte just dem Claude eine Explikation geben, vielleicht für die Wort fast zu erklären. Ich meine, der Spitzenkandidat von der CSV hat gibt eine heftige Steuerermäßigung aufreden, dann will das ja nicht wie Coutumas über Moyen finanzieren, die können diskutieren, aber über Croissance. Und ich meine, da ist einfach die Explikation, wie wird das CSV DW du will da gehen. Ich sehe keine andere. Ne? Und dann oder ich meine, die könnt ja nicht ignorieren, dass man mit der Croissance, so wie wir sie heute tun, dass auf jeden Fall als Position nicht können Plan weiterführen. Denn wir hatten eine Proposition gemacht für die Saison, wir wollen die Croissance zum Stopp, die kommt zum Schluss noch bei der Landesplanung drin. Denn Max Hahn, danke. Ja. Aber nicht mehr, wenn du es setzt, für das. Nee, wo ist es wirklich, pardon, ich assistiere ein bisschen mit das mit dem Zeit. Es wird nach Chemie erklärt, wie man das da sollen machen, wenn man eine Decroissance an diesem Land kriegt. Nicht wird keine Decroissance geschwätzt. Aber wir schwätzen über die Aufhängigkeit von unserem Sozialsystem vom Wachstum. Ich meine, die Frage ist ja auch, nur alternative Möglichkeiten für das Sozialsystem vielleicht teilweise zumindest zu finanzieren. Der Baum wird das engste angeschwärzt. Wir haben nicht Herr Faber, wir müssten zum zweiten Teil kommen. Das gibt der Moderateur vom zweiten Teil Rosen. Ja, ich fand ganz interessant Diskussion, die über Jahre gefordert wird, wo wirtschaftliche Wurst zum Beispiel als etwas Negatives gesiegt
Für mich ist das etwas ganz Positives, für meine Partei auch. Ich meine, wir können ganz hochfrisch in einem Land leben, wo wir wirtschaftliche Wachstum haben, wo wir Leute auf Lützeburg umziehen, aber wo wir nicht strukturarme Gegenden gehen, die nicht ganz weit von hier weg sind, wo Leute fortlaufen, wo die Arbeitslosen gehen, wo Sozialsysteme nicht mehr funktionieren. Der muss wissen, die Rezepte, die wir heute gerieren, halten von den Depensen von unserem Budget in Sozialtransfere gestacht. Man für was, weil meine Wirtschaft haben, die boomt. Und ich bin ganz froh, dass das so ist. Dass das ganz einfach negativ gesiegert wird, eigentlich pure Ursachen. Die eine Ursache ist, dass verpasst gehen, dass sie die letzten 10 Jahre noch wie die Lützeburg gut gegangen ist, wenn wir eine Croissance hatten, davon zu profitieren, 4 Reformen zu machen an den Sachen, die als negativ empfunden sind und die durchgehen. Das ist zum Beispiel das Mobilität, dass in ewig lang am Stau steht, dass diskutiert gegen Logementspreise, dass man nicht genug Logement heute zu Lützeburg kreiert sind. Und natürlich, dass man das ganz nicht ressourcenschonend tun. Und da sind wir eigentlich beim Hauptpunkt. Was will man dann ernst? Ich meine, wir sollen weiter schaffen, dass wir weiter attraktiv bleiben als Lützeburg und dass wir weiter Betriebe umziehen. Nicht egal, was für Betriebe, man muss gucken, dass wir eine Strategie gehen, wo wir konkret Betriebe demarchieren, die ein Plus-Value für Lützeburg sind. Und ich denke, du nicht einmal Betriebe, wo ich das für abgezählt habe, was man alles nicht soll beschweren, weil Konsens für mich trotzdem aus der Wissenschaft und trotzdem aber noch denke, dass wir Betriebe müssen umziehen an Domänen, die interessant für uns sind, die auch andere Betriebe, die heute schon zu Lützeburg sind, aber interessant sind. Das sind Betriebe, die uns weiterbringen in der Digitalisierung, weil da sind wir bei der Produktivität, die neuen Technologien und die Welt, die wir finden, wenn 10 Jahre werden erleben, mit künstlicher Intelligenz werden ganz anders gehen. Wir müssen uns das zu nutzen machen, weil da sind wir bei der Produktivität, weil nämlich beim anderen Notdeal, wie den ADR da noch gerne abgreift, immer von Wachstum, das selbst negativ ist, sie mengen die Bevölkerungswachstum. Ah ja, ich bin noch aufverstanden, sie sind noch keinem gesagt, was sie gingen machen, was 800.000 Einwohner wird Grenz. Hier war 10 Jahre lang an der Regierung. Was sie da bei 799.999 Einwohner gingen machen, wenn ich gegen Kant kriege. Die war 10 Jahre lang an der Regierung, Problem ist noch mal groß. An dir so, dass dir Problem löst, obwohl die letzten 10 Jahre lang Probleme immer mehr groß sind. Das gesehen ich überhaupt nicht. In den Politik ein bisschen verfolgt wird, von Banden hat gesehen, dass ganz viele vorgemerkt sind, das probiert gehen zu rattrapieren, und genau diese Bereiche, die Leute negativ mal Wachstum verbannen. Gucken mal, was wir am öffentlichen Transport gemacht haben, was wir der Mobilität machen. Natürlich geht das nicht durch. Wir investieren lang das Jahr 3,8 Milliarden an Infrastrukturprojekte. Das machen wir auch an Zeiten, wo es budgetär nicht terribel gut ausgesetzt war. Budgetrapporter vom Budget von das Jahr. Und aber haben wir erfahren, auch wenn es um den Umweltschutz geht, 1,2 Milliarden haben wir weiter investiert. Das heißt Mobilität und das andere ist das Logement. Das sind Dossiers, wo wir probiert haben, historische Retarden abzuhören. Und wir sind aber ganz d'accord, dass das natürlich in der Natur geht. Wir werden aber wohl sagen, das Powder, welch mich verleden gelassen für die und ich hätte das nicht so machen. Das ist das, wir müssen das entkoppeln, immer wirtschaftliche Wachstum zu verbannen mit Bevölkerungszuwachs. Ja, das geht über Bevölkerungszuwachs, dass die Arbeitsplätze schaffen, dass die Leute. Mit Zukunft ist doch ein ganz anderer. Wir schwätzen von Robotisierung, wir schwätzen davon, dass wir die Digitalisierung besser werden nutzen. Und das wird nicht nur über zusätzlich Leute kommen, das wird über Produktivität muss passieren. Und dafür müssen wir mehr politische Kader setzen. Und das müssen wir beginnen. Und das für mich eine Hauptchallenge für die nächsten Jahre. Ich fand just an ich muss Satz machen. Weil du doch meiner Zeit. Ich fand die Menschen und ich sind dafür auch dankbar für die Diskussion, weil ich fand mir den Konsens haut extrem vergrößert, weil dann spricht doch ein Programm, wir sind alle d'accord, wir brauchen mehr Transparenz, das heißt mehr, wie der Herr Fay auch ja dann d'accord war, mehr Transparenz über die Betriebe, die wir wollen, über das, was die Kriterien sind, auch ein Kriterienkatalog, der bei unserem Programm steht, was die Betriebe müssen, auf welchen Kriterien die müssen entsprechen. Das heißt, ich fand schon, dass der Konsens den Noven vergrößert, genau wie das, wo es nach 4 und 6 Monaten den Anschein hat. Okay, das war persönlich. Ich finde, das ist ein Last. Willst du absurd? Nee. Doch, ein ganz kurz froh. Es wird ja immer gesagt, wir bräuchten mehr ökonomische Wursten, wie mehr Sozialgerechtigkeit hinzukriegen. Das wird auch nach von gewissen Gewerkschaftskreisen nicht gesagt. Wie steht ihr dazu? Brauchen wir effektiv mehr Wursten? Eine Idee kriegen wir Sozialgerechtigkeit nicht hin. Wachstum an Sozialgerechtigkeit per se nicht mehr den zu dienen. Weil Sozialgerechtigkeit ist eine Frage von Umverteilung und nicht von Wachstum. Und ich meine, dass wir schon gerade an einem Moment in einer Situation sind, wo wir merken, dass das vielleicht an den 60er, 70er Jahren noch gestimmt wird, dass es eine Verbindung ging zwischen Wachstum und sozialer Gerechtigkeit, dass das Band schon lange gerasen ist. Das Band zwischen Wachstum und noch Wohlstand.
Und ich meine, das ist die andere Frage, die sich stellt, wenn man gesehen, dass zu Lützburg soziale Inegalitäten ein Rekordniveau erreicht wird. Wenn man gesehen, dass man 13% Working Poor und das heißt Leute, die schaffen und trotzdem die 2 Euro am Ende vom Monat nicht zusammen kriegen, unabhängig schon von der Wohnungskrise, an der wir dran sind, da stellt sich froh effektiv von den Planungsinstrumenten, die meist gehen, an die öffentliche Hand sich auch für wirklich aktiv zu gehen. Das ist anscheinend ein Konsens, dass man alle gut mehr öffentlich bauen müssen. Aber ich gebe mir wünschen, dass wir dann einfach wirklich die Moyen deployiert gehen. Aber gerade lo, wenn man in einer Situation sind, wo apparemment kein öffentlich Obträge mehr da sind, dass der Staat und der Staat und die Gemeinde und die öffentliche Hand wirklich abspringt, an der Situation für zu helfen. Das heißt, wusst du mal lang, als kein Garant von sozialer Gleichheit und das auf jeden Fall auch kein Garant von Stabilität in einem Land. Merci. Ich stelle eine aufschließend froh mit Hand hier, wenn wir müssen leider am zweiten Deal gehen, dann eigentlich wollte noch nach frohen Händen vom Raum. Sonst aufsteht. Also ich meine, das muss man ein bisschen den Reproche, dass man nicht doch nach die internationale Dimension ein bisschen ranholen, weil das so eigentlich froh, ob das in von den reichsten Ländern auf dieser Welt immer mehr muss wissen und immer mehr PIB muss tun, par zu anderen Ländern, ob man nicht auch an einer Verteilungsgerechtigkeit froh oder man sieht sich an einer Verteilungsgerechtigkeit froh weltweit, und die nicht touchiert. Ich wollte dich aber vorstellen, als Mouvement Ökologique, ich schwätze mir nicht von Décroissance, mit mir machen den Constat, dass man an einer Welt leben, wo man nicht wissen, wo es weitergeht, wo man Ressourcenprobleme aber haben. Wir haben auch geopolitische Spannungen. Wir wissen ganz genau, was Covid, was den dramatischen Krieg an der Ukraine kann auslösen. Und als Echtforderung, als eigentlich auch die, wie zu sagen, wir müssen überhaupt gucken, wie unser Sozialsystem man aufhängig vom Wurstem zu kriegen. Wenn wir Wurstem haben und wir wählen danach, dann ist ja alles okay, dass wir zumindest mal Reflexion und Fehlenden, dass wir nicht auf Teufel komm raus brauchen, wie das unser Sozialsystem funktioniert. Das ist als Hauptüberlegung einfach, braucht man, dass man nicht so davon aufhängig sind, wer doch immer man dezidieren, dass man das aber mal gucken, weil man in einer fragilen Welt, ökonomisch, ja politisch, also sowieso ökologisch leben. Denn Herr Baum hat es gerade, ich will dir sonst vorstellen, ob ihr bereit seid, wenn ihr an der nächsten Regierung seid, eine Analyse zu machen, wie unser Sozialsystem kann mehr unabhängig vom Wurstem sein. Sonst wird zu gucken, mal wie uns zu wappnen, OKU, an aber eine Reflexion wie die nächste Generation zu machen. Nicht, dass das umsetzt, aber der bereit sind, Reflexionen zu machen, an eine Tüte, an dem Sinn, an Auftrag zu gehen. Ich gehe ja nie bieten. Nimm mir ja nie, wenn es geht, weißt wie gegen so eine Analyse an Auftrag gehen? Aber wie nicht? Ja. Ein halbes Satz. Hey, wenn nicht wirklich ein Satz, dass mir die beduckst, also immer ein bisschen mit denen Satz. Sind da immer mehr. Ich kann nicht sagen. Ich sag's klar doch, gell? Sie reden ich sag's, wir beim Herrn Frey und aber ein. Okay. Und noch kein Schachtelsatz, ne? Also kein Movement-Satz, wir meinen mal Schachtelsatz. Herr Frey. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Movement, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt international ein ganzes Feld, das Beyond Growth heißt, wo nur gedurcht wird, die wird eine andere Weise für die Prosperität zu müssen, die nicht just auf der PIB cibléiert, aber wo Dimensionen rankommen von Environnement, von Sozialen, von Kultur, von Bien-être subjektiv. Und das ist auch etwas, was ich weiterbringen, über eine Kollaboration mit der OECD. Das bringt natürlich mit sich, dass ich noch an die Länder muss, de Bien-être ernst muss und noch an das Budget mit dranbringen. Weil es gibt eine Couplage, das ist richtig. Aber davon der Schweiz dann nicht. Die hat immer den reinen Fokus auf den PIB und ich meine, die werden dann im Roll, wenn er auch die Sache gibt, mehr belichten. Also wir hatten für uns 20 die Pressekonferenz über die PIB, die Bien-être. Klammer zu, von da unten dümpelt politisch rundherum, dass dann alle Koalitionsakkoren auftaucht, wir pushen die PIB, die Bien-être. Steht dann 3, 4 Koalitionsakkoren. Ich habe gegen den ESAT zu einer Analyse für das Sozialsystem, dass es nicht muss aufhängen vom Sozialsystem. Oder? Ja, nee, die hat Nein gesagt. Ja, natürlich, ich habe kein Problem, für darüber nachzudenken, aber das ist für mich ein komplexes Problem. Die begrenzt das immer nur auf das Sozialsystem, okay. Das ist nicht nur das. Okay. Den Herr Hahn? Ein Land, das große wirtschaftliche Wachstum hat budgetär Möglichkeiten für auch eine gute Sozialpolitik zu machen
aber du wusst du mir hey was die bei mir Mitteln hörst wie dazu machen kann ich sicher darüber diskutieren und soll ich noch darüber diskutieren ob es fair abgedeelt wird ob richtig umverdeelt wird budgetär Mitteln mir das aber nicht dann ob froh froh als soll ich eine Tüte natürlich kann eine Tüte mich kann ich aber schon so weit rauskennen natürlich werden mir einfach gehen als Sinn für ein gut Sozialpolitik zu machen die kann ich sicher immer mehr sibliert machen wie man da taut man mir das immer mehr einfach von die wirtschaftliche Wurst zu machen. Also ich will just aber froh die Tüte kann Mensch kann ich Resultat so also unser Problem ist den dass also Sozialsystem so wie ein Lo finanziert geht wie ein verdeelt geht kollabiert war mir nicht ein Croissance wo nur 70% wie an eine Produktivitätssteigerung an dem ähnlichen Ausmaß an dass man die nächste Generationen vererben dass sie das auch noch immer weiter muss machen weil das System sie dann einen Schneeballeffekt an der das Vorstellung Den Herr Wiese ich wollte noch nee, der Claude Valory sagt pardon Also, ja, sie drin E-Satz an der Schale mich auch zurück. also das Regierung hat dafür gesorgt, dass man bei CO2, bei Wasser, bei Ressourcen den Impact von dem Wurst dem Molo dass man den Impact reduzieren. Und das geht als ein bisschen Zeit. Die nächste Regierung muss effektiv die vorstellen, heute haben wir ein Sozialsystem, wo man Rente von einem Lützeburg bezahlen, wo man keine 50.000 Pendler hatten. Heute haben wir 220.000. Und froh muss man stellen, wie finanzieren wir die Rente von 220.000 Frontalien? Und da sind wir bei Herrn Friede seinem Ideenmodell mit 550.000 Frontalien. Und wir sind der Meinung, dass endlich muss die froh gestalten, nicht nur an einer Retüte, wir müssen noch an diesem Programm stehen, dass wir ein Bürgerkomitee machen, den wir bei der Chambre aussiedeln, wenn wir die Resultate von der Etüde dann auch müssen mit den Leuten als Lützburg am Anfang diskutieren. Okay. Den Herr Wiesler und da schließen wir den nächsten Deal auf. Ne? Oh, die anderen Leute auch. Pardon. Ja. Ja, ihr seid für Sie drin. Eng Antwort auf dem Claude Turmes zu sagen, wir sind auch der Meinung, dass sich die Wurstum, den wir brauchen, inklusive ein Sozialsystem zu finanzieren, muss aber so gestaltet gehen, dass man hauptsächlich politisch die Priorität auf die Entkopplung von der enger Seite vom Wurstum setzen par rapport zu dem CO2-Gebrauch, den die Wurstum da mit sich bringt. Und das ist das Hauptziel von der Politik, die wir wollen. Wie kriegen wir die Entkopplung fertig zwischen Wurstum und CO2 abspuren? Das ist mein nächster Satz. Ein zweiter Satz, das wir am Programm stehen haben, das ist, dass wir eine Etüde machen über ein Sozialsystem am Allgemeinen, die ist par ailleurs am Gesetz aktuell all so viele Jahre vorgesehen. Die wollen wir an den nächsten 2 Jahren eigentlich steht sowieso am Gesetz, dass es soll gemerkt gehen, als etwas, was wir selbstverständlich machen, und da muss ich Konklusionen durchsetzen. Okay. Baum? Ja, ganz kurz, ich meine schon für drüber gesagt, denn das Sozialsystem ist auch mehr wie das Pensionssystem. Du hängst einen Krankenkäse mit drin, das ist ein ganz vaster Komplex, den auf ein solidarisches Prinzip aufgebaut ist. Und dieses solidarische Prinzip, die soll gelten, dass es eventuell Stellschrauben gehen, und auch Gewerkschaften, habe ich schon gesagt, dass Kotisationserhebungen für sie überhaupt kein Tabu sind. Und es gibt andere Möglichkeiten für mich unabhängig zu machen, nämlich, dass die wirklich alle gut Revenuen, im Moment bezahlen just die dummen Leute, die Männer wie 5-mal den Mindestlohn verdienen, bezahlen hier 8% Kotisation für die Pension. Und all die Driverlein, die sind komplett exempt davon. Das heißt, alle gut Moyen wirklich nutzen, und dann sind die Grafiken, sind die auch schon mal mänglich ganz anders aus. Ich wollte ganz kurz an einer Konzept dranbringen und Diskussion, die Menge noch ganz wichtig ist, und das ist die demografische Entwicklung. Am Moment, dass man nämlich 1,2 Kanner pro Frau. An das Problem ist, als Generationen, es gibt immer Männer, jung Leute. Und das ist ein Hauptproblem eigentlich. Natürlich, wenn man vom Pensionssystem spricht oder Sozialsystem und so weiter, dann ist mir nur den Hauptdriver von dem Trend als die demografische Entwicklung. Wir brauchen am Anfang nicht mehr Kanner. Ja, Herr Weidisch, der will, dass Lützeburger mehr Kanner machen, aber keine ausländischen Kanner rankommen, oder wie? Bon, ich meine, mir gibt 4 Uhr. Nee, ja, das ist aber die Realität. Die Realität ist, die nächste Generation, das sind nämlich 60% von denen, die los sind. Das ist ein riesiges Problem. Und das geht auch China als ein riesiges Problem. Da ist im Moment
Population Collapse aus do am Gang. Das wird definitiv bei uns auch kommen. Die könnt gerne drüber lachen, mit das ist die Realität, und die könnt mehr sehr wieder mengt. Ich meine, der Kleine kriegt das Schlusswort für das. Ich meine, vielleicht auch noch. Ja. Ich meine, Herr Hahn hat du geschwärzt hat von vielen impressionanten Chiffren von sozialen Transfer geschwärzt. Ich meine, Herr Baum hat doch geschwärzt, was alles da drauf hält. Ich meine, eine Etude, also definitiv der Wert, wenn es für allem um die Transfere geht, nicht für sie zu ersetzen. Ich meine, muss in definitiv über Selektivität auch diskutieren können, wenn es um die Schwester in unserer Gesellschaft geht, die ihr vielleicht verstärkt sollt unterstützen. Es kann ihn aber auch vorstellen, an eine Etude in eine andere Richtung stellen, dass wenn wir wirklich in die Richtung gehen von einer mehr diversifizierten Ökonomie, wo man auch eine Produktion ausstreben, man vielleicht auch nicht dem Ressourcenverbrauch, die eben am Anklang sind, mit dieser Ambition, sie wird der Klimaziele, sie wird auch mit der Recherche an der Digitalisation, die wir haben, ob vielleicht dem Modell da noch durchgeht oder wie dem Modell Resette generiert, ob man das System leisten können oder nicht. Ich meine, die Analyse kann in ganz viele Richtungen machen und das auch der Wert dazu machen. Okay. Herr Kneip noch. Ich wollte just die ganze Problematik vielleicht nicht rezentrieren. Also 2022 hat das Pensionssystem kein Defizit. Ich meine, das muss ich nicht auf der Zunge zu gehen lassen. Am Pensionsgesetz und der ganzen Reform, die gemerkt in 2012, steht dran, dass wenn Kotisationen über 24% müssen gehen, und im Moment sind sie noch ein bisschen drin, dann haben wir, da fängt Gehässigkeiten an. Das heißt, da geht bei den Pensionen geht da gespurt, dann gehen eine Reihe von Sachen fallen weg. So, der Prime de fin d'année fällt weg. An der Berechnung gemerkt, das heißt, da fängt du wirklich an, weh zu dienen. Und ich meine, wir machen ja alle gut, wie wenn man nach unendlich langer Zeit hätte, für große Etüden zu machen, das tun wir nicht. Wir wissen genau, dass die Dauer tickt und dass wenn man nach Etüden macht, weil wir sind Spezialisten von Etüden, und da kommen ja gegen Etüden und da geht Konferenzen darüber gemacht. Wir müssen agieren. Ich meine, das ist absolut klar. Wir haben keine Zeit mehr für nach großartig zu trendeln. Und da wollte ich noch ein Wort zum Pipianetre sagen. Ich hatte 2013 meine Qualität als Präsident vom CES Gelegenheit, dazu zu lehren. Vom Wirtschaftssozialrat. Vom Wirtschaftssozialrat. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass er noch nicht mehr Wege gemacht hat. Also ich weiß auch immer vom PEB und der PEB Bien-être mit seinen 64 Parameter, den hast du ein bisschen an Vergessen gebracht. Okay. In Fact-Check. Pensionskiste war defizitär aus einem einzigen Grund, nämlich weil man den Milliarden von der Reserven international spekuliert ging und falsch spekuliert ging. Weil der Kneip hat das Mikro noch. Das ist auch nicht, weil ich auch am Fonds de Kompensation sitze, die du scheinbar verloren gegen dass sie Paper suchen. Nee, das ist richtig. Ich kann wirklich suchen, mit Richtung ist aber ganz klar. Wir wissen alle gut, dass der 2030, 2035 sowieso schellt. Auch mal am Fonds de Kompensation, das sind die Suchen, die dort dran sind, sind alle gut abgebracht. So, wir werden nur das System dann ein bisschen ändern. Herr Wieseler. Herr Wieseler war ein bisschen irritiert, nicht ein Zettel von der Gering. Herr Wieseler war ja seinerzeit Landesplanungsminister an eine Reihe Aussagen dann aus dem Programm von der Gering geholt. Und ja, ich meine, das schien ja aber a priori ganz zielführend Maßnahmen zu sich für den Landesplan nur 4 zu bringen, an einen anderen politischen Stellenwert zu gehen, wie sie heute tut, oder wo gibt es da eventuelle Konsens mit dem Programm von der Geringe, wo ein Dissens? Wir sind gesperrt. Also also das ist wenig kompliziert, weil hier aber Text oder Sinn ist das lang und zweitens ist es am Allwort wird sein Sinn hier. Ja, nicht das an der Reihe. Ich habe schon gemerkt, dass du nicht dieses Programm machst. Wir können die Rechte mal identifizieren. Nein, aber du willst probieren, als Zeit zu gewonnen, zu überleben, was ich so sind, an dem, was hier steht, notamment am Kader vom Aménagement du Territoire, eine ganze Reihe Punkte, die wir durchaus können, ohne Probleme nachschreiben. Die Zielsetzungen von dem Plan Directeur de l'Aménagement du Territoire,
so wie sie definiert gehen sind, mit Flächenabspurungen, respektiv mit der Entwicklung vom Land an den 3 großen Polen, mit den CDR und alles das als etwas, was ich mal unterschreibe par ailleurs, also da etwas, was die Zeit, wie ich Aménagement du Territoiresminister war, mit Telkel auch entwickelt haben. Da sind nicht, sicherlich nicht ganz viel Unterschiede, so dass ich der Teil kann unterschreiben. Dass wir auch müssen gucken, dass wir im Kader von der Gemenge Finanzen, der Gemenge Autonomie eine Reihe Propositionen machen, wie wir können die Gemengen, die nicht wissen, die also nicht CDR-Gemengen sind, wie wir die ernst können finanzieren und einfach unterstützen, das scheint mir auch sinnvoll, logisch zu sehen. Dran, da wo ich am Anfang nicht unbedingt mengen, dass es Mist sind, dass wir die Landesplanung an Verfassung verankern. Für mich als zentral an eng wichtig politisch gesehen just nicht notwendig geht für zu so an einer Verfassung, der das eng zentral an eng wichtig Politik, ich weiß nicht, wer du nachfüllt, du mal doch erreichen. Wir haben ein pur Unterschiede par rapport zu den geringen. Trotzdem, das wir so, dass wenn wir am Kader von dem Logementskrise, den wir aber kennen, will schnell Führung kommen mit bauen, da geht es nicht just durch, für zu gucken, dass wir an den Gemengen selber das Land, also die Terrain, die da frei sind, und ich weiß, dass das da ganz viel sind, ich kenne noch die Zahlen, das ging a priori auch durchgehen, aber ich meine, Mobilisierung, also das ist so kompliziert, dass es verschiedene Gemengen, konträr zu dem, was am Programm umgehen, als notwendig ist für Perimetererweiterungen zu machen, da wo sie sinnvoll sind, da wo sie notwendig sind. Wie wird das Mobilisierung, das ist schwer? Mobilisierung ist momentan, so, das sieht auch jo aber an den letzten 10, 20 Jahren, weil man mit unseren eigenen Prozeduren nicht weiterkommen, weil wir Proprietätsprobleme haben, die man nicht unbedingt gelöst kriegen, weil als Enteignungsprozeduren auch nicht immer so klappen, wie sie könnten, sollte klappen. Da tun wir ja verschiedene große Entwicklungsgebiete auch gesehen. Das wäre das Problem auf der Place des Étoiles, das wäre das Problem auf verschiedenen Autobahnen. Es gibt eine ganze Reihe Gründe, die als Mobilisierung von Terrain, die evidenterweise prioritär sollen benutzt gehen, aber so schwierig machen, als Logementskrise aber so groß ist an dem Moment, dass wir mengen, dass es nicht soll des strikten Verbot sind, wo es keine Erweiterung mehr kann, aber dass du wesentlich mehr flexibel bist. Ja, das ist von den Unterschieden. Wenn wir jetzt die Folie gehen, dann ist da doch, weil ihr aber Sachen an eurem Programm schreibt, die echt sind, wir werden keine staatlichen Dirigismus in Sachen Blanche, ich gebe dir proposieren, direkte Kultur, okay, ja, das ist gut. mit der kannst du die vielleicht Ich ganz gerne, wenn du das Programm fehlt. Der geht nur noch projiziert. So, ich gebe dir proposieren, also stellen wir uns vor, kommt eine Koalition schwarz-grün. Und ich froh ist natürlich, und du steht ihre Programme, ne? Also die hat den Intus, Herr Thürmes, wenn ihr also als Koalitionsgespräche wird, könnt ihr überhaupt, was Landesplanung anbelangt, insgesamt der CSV, wir haben ein bisschen die Impression, dass wir ein bisschen zwei Welten sind. Ist die Impression richtig oder ist sie falsch? Das ist ja auch so, dass man so ein Zitverein alles da dealt, was da dran ist, zum Beispiel Civicol, schenkt sich auch ein bisschen zu wehren gegen bestimmt staatlich Vorgaben. Ist also, ob das Wunschdenken aus dem Programmdirektor oder effektiv mengt das durchgesetzt zu kriegen. Wir hauptsächlich von der LO die Argumente von der CSV gesehen. Dann ist das ja ein bisschen besonders, dass wie das, was Herr Wiesel gesagt hat. Der war ja ganz entgegenkommend eigentlich. Ich meine, das, was schon auffällt, dass zum Beispiel die Satz, dass 100 den PDAT stehen, so wie also Programmdirektor, wie wir an der Regierung angeholt. Und da können sie von denen Halbsätzen von CSV und vor allem der Friede sein CSV-Champion ist, wir werden es jedoch mit Augenmaß umsetzen. Sie machen ja auch nicht ideologischen Umweltschutz und sie sind das immer alles praktisch. Das heißt, immer als ein Hönnisch dir do für keine Decisionen zu holen. Und es sind noch 5 Jahre als Landesplanungsminister zur Konklusion kommen, dass man mehr Planung an dem Land brauchen. Und ich meine, das, was wir gemacht haben als Basis, und da muss es noch weitergehen, und vielleicht noch für eine reelle Logementskrise, und wenn etwas mal geht, dann ist das der Schnitt
und das kann ich bald so meine eigene Fehler, dass ich nicht der Regierung, wie man den Plan sektoriell Logement ugeholen, nicht viel geschlagen haben, dass wir das alles umsetzen, weil das Terrain für 90.000 Leute, dass wir das alles umsetzen mit Plan d'Occupation du Sol, wo wir hätten können als Landesplansminister so an do geht gebaut, und wir machen sämtliche Prozeduren, und dann hätte der Bürgermeister müssen nur so an ich gehen Baugenehmigung nicht, weil ich will keinen abordable Wohnraum, weil den ist schon mindestens 30%. Das heißt, das Land könnte nicht mehr führen, wenn wir in Zukunft mehr Plan d'Occupation du Sol machen. Schon 2 Erfolgsstories, die eng als Pomschisbau an der Nordstadt, den ist nicht mehr führgegangen, weil die Stadt an Tankohlen an den Plan d'Occupation du Sol gemacht hat. Aber François Bausch, der Nordstadt-Lycée, haben wir eine Rekordzeit. Ich meine, du hast schon drüber geschafft 2004. Wir hatten mal gekommen, ein Gesetz, wo die Expropriation vorgesehen ist, an der POS. Du waren wir innerhalb von 2 Jahren da durch. Und wir mussten in Zukunft an die dorten Richtung gehen. Und mit der Gemengenautonomie, du musst mit denen Gemengen schaffen, die wöllig sind. Ich will hier aber 2, 3 auch positive Beispiele nennen. Betze Schmelz, große Projekt auf dem Terrain von der freien Arbeit Schöffling, unanim, ugeholt, am Schöfflinger Gemengerot, am Escher Gemengerot. Das ist ein Projekt, du könnt kein Auto ran. Das Auto ist draußen. Ja, das ist das schon ein ganz anderen Urbanismus, wie wir gewinnt sind. Fates komplett umbauen an einen kleinen Stadt, am Platz just ein Centre de Commerce mit 15.000 Parkplätzen und Angst von den Tränen, dann komplett die Überschwemmung. Als der Masterplan lo, letzte Woche haben wir das Büro d'études rausgesicht, zu summen mit der Schöfflinger Gemeng an der Monerischer Gemeng an die Ceinture Verte, die mal für die Stadt Lützeburg planen für die Stadt, die am meisten Bevölkerung wird beikriegen, das ist die Stadt Lützeburg und die Gemenge rundherum. Und wir müssen lo sicherstellen, dass da verschiedene Luftschneisen zugebaut gehen, für die Verhützung zu finden. Und noch die Ceinture Verte, von den Etudes, dass die mir gemacht haben, als lo wirklich mit offenen Händen von all den 11 Gemengen Stadt Lützeburg rundherum abgeholt. Das heißt, es weist auch, dass wenn ein gut Konzepte hat, das Gemenge machen, gut, das geht wahrscheinlich aber nicht mehr durch. Das heißt, wir müssen in Zukunft auch, vor allem am Logement, muss man mehr auch schaffen mit Plan d'Occupation du Sol. Herr Wiesler, erlaubt mir just folgend froh, also wenn ihr das so liest, vielleicht auch ein bisschen im Kontext, dann hat ihr ein bisschen die Impression, dass die also verschiedene Sätze eigentlich echt soll ich das so negativ geprägt sind oder die eigentlich etwas erstellt, dass der Moment nicht so lebt. Und du fragst ich mich, wenn die der Meinung sieht, wie gibt ihr da vielleicht nicht? Also was das geht schon nicht zu suchen, nicht verhindern und blockieren oder so Sachen. Der unterstellt mir, dass ich es gegen erstellen. Nee, ja. Nee, das können die Menge. Also, das wird mir wollen so, und das ist zum Beispiel ein Problem von der Gemengenautonomie. Wir sind der Meinung, dass effektiv die Gemengenautonomie etwas ist, was in diesem Land eine große Wichtigkeit hat. Ich bin auch froh, dass den Claude Turmes ein Beispiel genannt hat, wo die Kollaboration gut gegangen ist und wo sich am Kader von der Gemengenautonomie eine Reihe Flottprojekte konnten entwickeln. Da waren sowohl Esch wie Monnerich wie Schöffling sind gut. Sind alles das werde ich voll so am Anfang an den Projekten absolut matt gemacht und so dass ich mengen da den do gut weiter könnt weil die Bürgermeister sie auch interessiert an den Typen von Projekten machen wo ich Probleme haben das als von Sache auch bei Gemenge von Urwen imposiert gehen das als für als problematisch und dafür vielleicht so Sätze geschrieben für die Position klar zu machen. Das muss am Kader von den Regeln, die wir haben, durchgeführt gehen, und das ist absolut möglich. Und der Turmes wird den Beweis dafür bräuchte. Denn Herr Klein? Du willst kein Logement machen mit Plan d'Occupation du Sol. Das gibt dir nicht machen. Ich wollte schon sagen, kurz das Fass erfassen, da brechen. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich fand den Plan d'Occupation. Ich meine noch, das ist ein kurzer Antwort. Haben wir noch auf verschiedenen Punkten absolut gebraucht, weil der Plan d'Occupation soll als ein Instrument vom Aménagement du Territoire, den Heinz nun wirklich muss gebraucht gehen, wenn eine Utilité publique auf verschiedenen Konstruktionen ist, und du musst weiterkommen. Also ich
da sind ich absolut nicht dagegen. Für mich ist es eine Prozedur, die an denen Fällen sollte. Okay, ja, klein. Ich meine, wir können mit Filmen immens gut leben, auch wenn Herr Thomas so dann an die Historien, an die Erfolgsstorien gehen ja auch bei verschiedenen Sachen, gehen auch recht, auf eine Richtung gegangen. Also ich finde, es ist ein bisschen ein Problem, dafür zu sagen, wir schaffen mit denen Gemengen, die will ich sehen, weil da drin, meiner Meinung nach, drin zu einer Zentralisierung feiert, wo man wirklich schwätze von Unterschieden an den einzelnen Regionen, wo man echt müssen visieren eine Harmonisierung von den Baureglementen, ob man es bis 90% von der Gemeinde wie weit gehen will, an einer Begründung etc. ist das alles okay. Wir sollten nicht in der Richtung von einer Harmonisierung von den Baureglementen gehen, und nicht in eine Richtung, wo man so bei den Gemengen, die akzeptieren, und die wollen es, die man das zu schaffen, mit denen schaffen wir, und die anderen lassen wir auf der Seite leiden. Wie christ eng Harmonisierung wann se net gewollt ass a vielleicht fir schnarre Beispiel ze ginn mi mache lo een Appell d'offre fir am ländlesche Raum manner Flächeverbrauch zu bauen an dat sinn eben so die Instrumente die du brauchst an du werden natürlich die Gemengen die wëllech sinn am ländlesche Raum fir einfach auch op neue Modelle zu gun die werden du mat dat wat de schmengen. Ich wollte schon Wort über die Dottenweis schwätzen für Politik zu machen. Das ist genau die Explikation, wie wir mir am Land nicht viel gekommen sind. Wir haben eine Chambre, die ist souverän für zu dezidieren, was am Land soll geschehen. Wir wollen das sein, wie wenn wir Amerika wären, mit so vielen 50 Staaten oder weiter. Da ist keine Gemengenautonomie, aber die Gemengen haben oft den NIMBY-Effekt an sich. Und sie sitzen an der Chambre ja massiv genug für all Initiativ, die vielleicht hinter nicht an den Krumm passen, aufzuwirken. Und ich meine, wir hatten in unserem Programm stehen, dass wir Doppelmandate aufschaffen. Wir wollen nicht tun, dass die Bürgermeister auch an der Chambre sollen sitzen, genau für den dritten Phänomen zu evitieren. Wenn die Vertreter vom Volk, die Chambre, wenn die dezidiert, etwas an eine bestimmte Richtung zu machen, mänglich müssen die das können verständlich durchsetzen. Ich gehe davon aus, dass an einem Plandirektor keine Fantasien dran sind. Ich gehe davon aus, dass das seriös Politik ist, eine seriöse Planung ist, die richtig auch richtig gemacht ist für die Leute, eine Hilfe zu geben. Es kann nicht sein, dass der Bürgermeister sagt, nee, ich will das dort nicht, und dann leidet alles auf den Nuss. Und dann ist auch beim Mobilitätskonzept vorgestellt, für den er noch nicht will, dass durch sein Gemeng etwas geschieht, was dem nicht an den Krumm passt. Kurz reagieren. Ich bin wirklich der Meinung, dass ein Aménagement du Territoire eine leadende Rolle muss haben, aber auch an der aktuellen Gesetzgebung hat den Aménagement du Territoire nutzt auch ein ganz Reihe Moyen, die ihn zur Disposition hat. Iwer de Plandirekteur, der ja einfach mit alle Gemengen aufgeschwert gehen, als iwer Plan sektoriellen, wo in eng Sache kann notamment no langen Diskussionen no Analysen aber kann festsetzen. Iwer PAG, die sich teilweise auch müssen op den Plandirekteur bezeien, auch iwwer dann die Planen, die en sektoriell de Plan national de Mobilité wat auch aufgeschwerte mat Gemenge ganz oft Plan sinn oder POSen wie fir runnnen gesot gin ass, wo den Aménagement du Territoiresminister eng ganz rei legal Instrumente huet, déi fir a Kollaboration mat de Gemengen gräser Projekten weiterzwert. Ech fand dat a priori ein Arsenal von Instrumenten, die durchaus zu gebrauchen sind, noch gebraucht gin an den letzten Jahren. Ich wusste es ganz klar so, ich fand den NIMBY-Effekt also am Anfang relativ gut, weil es nämlich Basisdemokratie. Weil das ist nämlich da, wo nee, mit dem Punkt, dass genau an der Chambre, das ist richtig Leute, die wissen aber nicht, was lokal Terra als an einer Gemeinde, wie viel Comedy das du hast, wie wo fährt und so weiter. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass all die Gemengen, dass Bürger du selber dezidieren, ob du eine City könnt oder nicht. Und ich meine, das ist ganz wichtig. Und du sagst auch vom Beispiel von Escher Schöffling, ich komme von Esch, und das ist klar, da do die Industrieflächen, das verschiebt verreden, die sind einfach da. Du hast es gut, dass den du baut, dass den du etwas möchtest. Und du hast natürlich klar, dass dann die zwei Gemengen da auch etwas gemacht haben. Mehr an anderen Ortschaften, die vielleicht nicht so wollen, wussten oder die vielleicht Angst haben, da ist es wichtig, dass da wo noch können entscheiden. Und da schicken wir 100.000 Lützeburger an Ausland. Naja, da sind wir bei der Frage, die wir uns wollten stellen.
Das war zwar logo den Übergang, wirklich. Voilà. Bon, ersten Abschnitt lassen wir im Moment en suspens. Ich stehe da, weil das ähnlich aussieht zur Landesplanung, also am Programm von Fokus. Ja, das ist so, dass wir bald nicht gefunden an einem Programm in Relation mit der Landesplanung. Die schreibt eigentlich nicht zur Organisation vom Land, für die sich in Zukunft vorstellt, nicht zum Programmdirektor etc. Die schreibt aber ganz viel über Grenzregionen. Du hauptsächlich ja auch schon, dass der Arbeitsplätze in Zukunft sollen echt da gesiedelt gehen. Und es kriegt bald die Impression, dass wir sollen die Aktivitätszonen an Grenzregionen ausleeren, aber einen großen Teil vom Benefis behalten. Das ist eine Erstellung, mais bon, wenn ich das so liest, im Moment, wenn ich das so liest, mir sonst geht es eigentlich nicht direkt zur Landesplan. Mengt ihr wirklich, dass Aktivitätszonen an den nordischen Ländern geben helfen, wie bei uns, wir sind ja bei der Landesplan, ein räumlich Problem an den Griff zu kriegen. Die kurze Antwort ist ja. Nee, das ist absolut klar. Als Begegnung zum Plandirektor d'Aménagement du Territoire ist nicht besonders groß gewesen, weil man da gelesen und da dann für sich den Modell, den der Stadttech für 2060 vorgesehen hat, Grundlehrer von der gesamten Planung. Also das nicht auf frohe Gestalt, wo es soll hingehen, da das Grundlehrer von der gesamten Planung und das schenkt da ist. Wir schwätzen von der Bevölkerung von Nährbisplätzen. Wir schwätzen von der Croissance von den Nährbisplätzen. Okay. Leute, die beikommen an das Land, und dann natürlich auch die Frontalien, die sollen beikommen. Das kann ja nicht sein, dass 200.000 Frontalien all der an Land pendeln, an das Autobahnen verstoppen, und in Zukunft danach mehr sollen sein. Für was gehen wir dann nicht hin? Und wir machen die Beispiele, die urbanen Plätze funktionieren. Wir haben zum Beispiel Annecy an Genève geguckt. Da sind 27 Gemeinden, die haben sich zusammengeschlossen, durch ein gemeinschaftlich-wirtschaftliches Modell von Steuermodell, ein Sozialmodell, gesellschaftsrechtliche Modell, und das funktioniert. Das funktioniert seit 2002, wenn ich mich nicht ganz irre, und das funktioniert ganz hervorragend. Wir können so etwas machen. Der CS RIM, der Wirtschaftssozialrat, hat zu dem dort klare Aussage gemacht. Wir können das dort machen. Für was gehen wir der Arbeitsplatz nicht dahin, wo die Leute sowieso sind? Falsch wäre für uns froh. Da geschieht das wie mit IKEA, da geht es auf die Grenze gesagt. Nee, im Moment, also IKEA, das ist eine allbekannte Geschichte. Für was das IKEA nicht auf Lützburg kommt, weil es seinerzeit eine Begrenzung für die kommerzielle Fläche für Supermärkte gibt. Und nicht wegen der Grane. Nee. Herr Kneip, wir wirklich, dass wir in Urasch tun, dass wir als Croissance dann über den Territoire von den Nordbeschländern als finanzieren müssen, dass wir die auch noch aufschreiben finanziell. Wie weit soll die Plus-Value nicht einfach in der Region bleiben? An den Nordbeschländern, wie weit soll das auch nach Lorem Eis zugerechnet gehen? Wir wollen nur gleich Wasser aus den Nordbeschregionen, wir wollen links und rechts, wir wollen Arbeitskräfte. Fand ihr wirklich, dass ein Urasch das von Lützeburg für an den Nordbeschländern, weil die betont auch nach wirklich, dass es nicht muss grenzüberschreitend sein. Also, kann am Nordbeschland sein, aber da sollen die Leute an den Nordbeschländern doch einfach ihr Plus-Value halten. Wie weit sollen sie den mit Eis müssen teilen, wie das Eis PIB nach UV? Also wir schwätzen halt nicht vom Schoster vom Bäcker oder von einem kleinen Betrieb. Nee, das ist okay. Wir schwätzen von den Akteuren, die an der Ökonomie wichtig sind. 80% haut von der Aktivität sind, an der ökonomischen Aktivität sind am Servicesektor und können sich auch nicht weiter vorstellen, da den in Teil von den Aktivitäten auslagert. Und da muss ich natürlich tun denken, mit denen Leuten zu teilen. Du musst natürlich als Land auf die zugehen, also wir entwickeln die Region gemeinsam. Wir haben das ja heute. Wir haben heute ein minimalistisches Budget, das an Großregionen rauflässt. Also die Aktivität, die wir heute an der Großregion haben, kann ich quasi vergessen. Das ist mehr symbolisch, wie das so etwas ist. So, aber nicht mehr Herrn, die letzte Diskussion. Ja, da ist eine Feiermenge, ich muss ja auch. Sie viel Wortmeldungen mit, dann hätten wir Folien aufgeschlossen. Ja, das ist aber nur ein Bruch mit dem. Okay. Nee, ich gehe lieber das ausdiskutieren mit der Grenzregion Herrn, weil der Kurs ist. Ganz gerne. Das ist nur ein Bruch. Also der Feier, der Herrn, wir hat Nachtwort von der Baum, alle gut. Das ist auch mehr Zeit, zu lesen. Herr Feier, wollt ihr? Développement
mit dem Modell vom Co-Development, mit der Großregion in Ass, den ganz klar muss weiterbringen. Wir kreieren Frohen von Retrozessionen von Steuern, die mehr gehen an der nächsten Zeit. Wir hätten auch gerne mehr Teletravail mit diesen Grenzregionen. Und es liegt ganz klar ganz viel Potenzial dran für mehr mit unseren nopischen Regionen zusammen zu entwickeln, wie zum Beispiel kann in effektive Wirtschaftszonen denken, die gemeinsam möchten. Claude Thomas hat so ein Projekt auf einer frisch auf der Grenze mit Frankreich. Komplexität liegt effektiv daran, dass wir 3 Nopeschländer haben und nicht just ein. Das muss ich mit allen einzelnen Nopeschländern auf einer anderen Ebene diskutieren. Und muss ich natürlich auch Modelle finden, wie das steuerlich, rechtlich gestaltet. Das für mich ist das eine Evidenz, dass man das mehr seriös holen, dass man die Großregion an der Diskussion mehr seriös holen, weil ein Land wie Lützeburg, und das ist ein bisschen immer so auch den Malentendu, den wir heinz zu haben, noch am Logement, die Leute, die über die Grenze gehen. Wir sind am Anfang ein kleines Land an einem Ballungsgebiet, da gibt es ganz viel so auf der Welt mit einem ähnlichen Problem. Der tradiert bis über die Grenzen raus. Und als Entwicklung muss man am Kontext von der Großregion gesehen. Ja, ich denke noch, dass wir mehr zu Lützeburg für Landesplanung schwätzen, da geht das nicht, wenn wir uns bei unserem Territorium begrenzen, weil all die Decisionen, die wir heute zu Lützeburg haben, größtenteils auch einen Einfluss auf die Leute an der Großregion, weil sie entweder in der Schaffe kommen, weil Leute von Lützeburg an die Großregion wohnen gehen, weil Mobilitätsprobleme über die Grenzen rausgehen. Und dafür gilt es, das verstärkt zu machen. Ich denke auch, dass ihn auch, wird man so gesperrt, in Aktivitätszonen grenzüberschreitend zu machen. An der Großregion fand ich eine sympathische Idee, fand ich, kann ich ruhig developieren, wie Finanzment davon ist. Natürlich muss das nur gerecht verdient gehen. Das kann nicht sein, dass das nur just retombe für Lützeburg. Ich denke noch, wenn wir von Mobilität schwätzen, da geht das just, wenn wir als Großregion denken. Wenn wir wollen, dass mehr von den 220.000 Frontalien, die wir heute tun, um den öffentlichen Transport zurückgreifen, da muss man über die Grenzen herausdenken. Das wird schon gemacht, zum Beispiel auch, dass wir Parent-White schaffen, dass wir Busverbindungen anbieten, die auf Lützeburg kommen, dass wir Zuggaren, sogar Zugkehen mitfinanzieren an der Grenzregion, die wir verlängern, für das neue Zugmaterial, was könnt auch wirklich auch du kann effikaz genutzt gehen. Das sind alles Pisten, die gilt weiter auszubauen und dann mengnisch für an der Landesplanung gut Stück 4 kommt. Das geht nicht nur darum, Lützeburg zu denken, wir müssen immer, wenn wir für Landesplanung schwätzen, noch die Großregion mal da bezahlen. Der Thomas. Dafür hast du den dritten Akt der Travail, an den das komplett neu, die wäre bis nicht an der Landesplanungsdokument, als eben die grenzüberschreitend zusammenarbeitet. An Gösterhunisch mit Ostbelgien 3 Kreisgemeinden an der Eifel, an denen 4 Nordgemengen, haben wir eine Konvention unterschrieben am Kader auch von Interreg. Da sind 10 Millionen und durch für eben einfach vom kommunalen Niveau über die Grenzen zusammen schaffen. Das ist die 50 Millionen haben wir Fond, und wir haben das auch festgelöst an unserem PDAT. Das ist, wir machen das schon. Und das ändert, die Mitte habe ich mit dem Präsidenten vom Grand Est telefoniert über das Projekt Terre Rouge. 1/3 op Escher Terrain, 2/3 op franzécher Seite. An hunn de Mëtsch si meis eens ginn, dats ma Terre Rouge gemeinsam entwickeln, net nëmmen als Logements quasi Projekt, mé als ein Projekt an der Idee, dass eben noch ökonomische Aktivitäten entstehen auf den 2 Seiten von den Grenzen. Und das ist auch kein Zufall, dass der ganze Luxemburg Transition, wenn man op Genève, weil Genève eben wie Lützeburg ist, eng open, menschenfreundliche Ökonomie mit guter parteiischer Lebensqualität an eben mehr wie 50% von den Arbeitskräften von einem anderen Land. Das ist das, was dir schreibt, haben wir größten dieses Loch schon gemacht, an wir haben konkret Projekte. Das ist, die hat ideal recht, aber vielleicht wäre es auch gut, dass da einfach gibt so, du siehst schon eine ganze Reihe Sachen, die unterwegs sind und kann nicht mehr an die Richtung gehen. Und ich meine, den Franz hat recht. Lützeburg stellt man Hessen, Frankfurt. Stadt Lützeburg ist wie Frankfurt. Und da kommen noch Leute von 60, 70 Kilometern, die nach Frankfurt schaffen. Aber die wohnen alle in Deutschland. Wenn ich die Region Barcelona hole, da sind Leute, die kommen von 50, 60, 70 Kilometern. Die wohnen noch alle in Spanien. Die Stadt, was mir sind, als nicht ähnlich, dass wie Frankfurt, Barcelona,
jeweils vielleicht Kopenhagen, und bei uns kommen als bei uns ist nur 20 Kilometer, nur 25 Kilometer, als sind wir an einem anderen Land. Und das bringt eine andere Komplexität. Und die Komplexität, die muss man nicht nur denken, wir müssen die mit konkreten Projekten in der Leben füllen. Den pardon. Entschuldigt. Ja, ich wollte am Anfang dasselbe so wie den Herr Turmes. Das ist schon viel. Das schon. Nee. Ich gesehen, die Koalition. Da ist ein Element dabei. Das ist schon ganz viel geschieht, effektiv. Ich kann mich auch erinnern, dass man an der Großregion mit denen zum Beispiel das Projekt Belval, auch zu einem Teil anfangs gedurcht wäre, also grenzüberschreitende Projekt, oder das Schengener Lycée oder ein Velopisten, die durch die ganze Region gehen. Das denkt sich, was ich will dabei so, und das ich fand es absolut notwendig, weil es ein Raum aus den Anfang zusammenhängt. Und ich fand auch, dass den muss als Lützeburg die notwendig finanziellen Moyens abbringen par rapport zu Gegenden, die rundherum sind, die Männer finanziell Moyens wie mir. Und das ist so das ganze Problem für die Finanzmenter zu finden, so dass man verschiedene Projekte, wie zum Beispiel den TGW, auch bereit wären, als Lützeburger Sachen zu bezahlen, die man am Anfang normalerweise nicht hätte müssen bezahlen. Fand ich notwendig. Dann der Schluss, was ich will so, und das ist ein kleiner Dämpfer darüber, das ich auf jeden Fall festgestellt habe, dass es immer extrem komplex ist, wenn du so Sachen willst. Wir hatten eine große Idee für einen zu Belval ein Spedol zu machen, ein transfrontalières Spedol. Das war auch schon an, ich war begeistert davon, und das du nur gescheitert, weil das Security-Sozialsystem so kompliziert waren, weil auch die Leute, die sollten da schaffen, dann in verschiedenen Konventionen gefallen sind, wo nicht wusste, wie ein Wert, frischer Lehrer wird. Und schlussendlich, also so eine administrativen Hürden gestorben, weil keine Lust hat, darüber zu schwätzen, wenn wir nicht weiterkommen sind. Das ist komplex, weil da muss man mit Paris, mit Brüssel, mit den Ländern schwätzen, mit Berlin schwätzen, und alles das ist komplex. Wir haben am Moment eine von den wichtigsten europäischen Verhandlungen als der European Cross-Border Mechanism, den also durch von den Verhandlungen zwischen den Regierungen und dem Europaparlament für eben just es möglich zu machen, dass eben die Bürokratie links und rechts von der Grenzen aufbaut. Und ich hoffe, dass wir Anfang 2024 unter belgischer Präsidenz das Instrument kreieren, weil das nämlich die Bürokratie, die Lodo aufbaut, und das für uns Entwicklung, für das auch am Praktischen hinzukriegen, ist das immens wichtig. Es gibt sicher administrativ Hürden, wie das schon auch andere Länder sind. Es kann ihnen aber nicht alles auf die administrative Hürden schieben. Also zuerst schon mal noch immer kein Südspidol, und das leid nur den Franzosen. Ne? Das muss ich einfach so. Der zweite ist, den Claude Turmes als effektiv den ersten Ministern, die Meritmenge schwirten, den Landesplanung systematisch über die Grenzen wäsch geduld wird, und auch als Projektionen mit rangeholt wird. Das ist mänglich wirklich ein Merit, weil für drunter wird wirklich gemeint, dass Landesplanung um die Grenze gif abhalten. Und dadurch haben wir auch ein ganz recht Problem. Weil wir in Lützeburg bis immer so verstanden wie ein Schwamp, den alles, was rundherum war, abgesuckelt wird. Ökonomische Aktivitäten abgesuckelt wird, Main-d'œuvre abgesuckelt wird, Kompetenzen abgesuckelt wird. Und Freien davon, die waren aber an den Ländern. Die Länder haben hier Leute müssen ausbilden. Die Länder haben Infrastrukturen müssen haben für, oder die Gemengen haben müssen Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Und hatten dafür aber kein Moyen, weil Suen von der Plus-Value sind zu Lützeburg blieben. Dafür, wenn man so Partnerschaften will, und dann mengnisch muss auch sich seiner eigenen Responsabilität bewusst sein, und dafür mengnisch auch, dass den Fonds an den Umverteilungsmechanismus, den es mit der Belsch gibt, basierend auf dem Juncker-Reinders-Akkord, dass das doch ein Modell kann sein, wie man Gemengen an Frankreich auch können überhaupt Moyen gehen, für können selber die Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Letzte Satz. Das belgische Modell ist ein schlechtes Modell, weil Gemeng Ostend kriegt zu von Lützburg. Weil eine Reihe Leute zu Ostend das Problem, das Modell von Genève ist, die Schweizer Sohn, die gehen an den gemeinsamen Töppen,
Und da gehen gemeinsam Infrastrukturprojekte gemacht. Den Und Herr das ist Baum wollte besser. leicht Nee, das kurz ist und- den einen Teil vom belgischen Akkord ist Claude, gut, aber den anderen Teil ist nicht gut, weil den nicht Claude, zu das ist nämlich strukturierende gerecht, Projekte Claude, fehlen. das ist Stopp, nämlich stopp. gerecht, Okay. da wird verdient. Wat awer mengg den großen Elefant am Raum ass den all Form vu Landesplanung zu Lützeburg erschwéiert, dat ass de berühmten NIMBY-Effekt, den ebe goneich mat Demokratie ze dienen, huet mir de Kontre vun Demokratie ass, nämlich Partikularinteressen iwwer den Interesse general ze stellen. An do si immer zu Lützeburg nach immer so, dat Privatproprietäit sakrosankt ass, ma wissen, dat Privatproprietäit zu Lützeburg dat et nief der privater Proprietäit doch öffentlicher Sozialproprietäit gëtt, an dat et een Interesse general gëtt, den eben och eng Valeur mis tun an zu Lützeburg as leider nach immer so, dat Privatproprietäit oft gute Projekten am Weg steht, Prozeduren verlängert, unméiglech mischt, an dëfer Instrumenter wie Vierkaufsrecht am Fall, die ich auch benannt gin als vun Expropriation mussssen Moyen sinn, déi können Staat hole fir seg Planung as seg Organisation du sein Aménagement du Territoire können zu organisieren. Den Herr Klein? schon ein bisschen Gefühl, sobald Lützeburg seine Limite kennt, dann entdecken wir eine Großregion. Wir haben in der Vergangenheit haben nach gut tun, haben gut profitiert von, aber entdecken wir die Großregion. Wir sind am Anfang d'accord, wir dann intervenieren. Aber für 3 Stunden durch als Konsens, dass wir mit Grenze überschreitend weitermachen. Ich meine aber, dass wir an der Wurstthematik dann noch endlich bereit sind, Konzessionen zu machen. Wir haben aktiv viele Bereiche an der Belgien, Frankreich zum Beispiel, gerade Beispiele für Politiken, die aktiv betrieben gehen, für zum Beispiel hier Main-d'œuvre zu behalten. In der Belgien kriegen Santé-Studenten, kriegen jetzt Studien finanziert, wann sie an der Belgien bleiben und eben nicht auf Lützeburg kommen. Das heißt, wir müssen bereit sein, Konzessionen zu machen, weil die Verhandlungen werden nicht so einfach sein, wie wir es das vielleicht vorstellen, dass wir einmal so, ja, wir holen keinen Platz mehr, kommen wir bei ihr und dann teilen wir es, da wird das schon an der Reise. Ich meine, dass die Verhandlungen ganz, ganz schwierig gehen und auch lang wird dauern, bis wir wirklich von der Grenzregion da über gemeinsame Projekte in viele Bereiche können schwätzen. Den Herr Beide. Ich wollte ab so, also ich meine, die Großregion ist gut, Auslagerung, meine das kompliziert, zumal am Finanz- und Assurancebereich, für was sind die alle heute zu Lützeburg, ich arbeite ja in dem Bereich, das ist hauptsächlich für die nationalen Gesetze, weil wir nämlich fertig bringen, die Gesetze mehr optimal zu strukturieren und auch viel mehr sehr zu implementieren, wie all die anderen Länder. Und dürfen sie noch viel Finanz- und Assurance Firma nee, das net nimmen Steuerdumping, dat war mal enke lo wirklich ernstcht mir implementieren die EU-Gesetze méi séier a mis noch vi no als Supervisory Authorities fir dat kontrolieren mis méi effizient wie all die anderen Länder an dürfe sind auch zu Lützburg. Dat kann ich net einfach an Großgesoun auslagen. Das ist einfach unrealistisch. Ja, mir ist ganz klar für die Freiheit vom Bürger, wenn sich etwas kauft, das hingehört. Das ist kein, an das kein Staat oder noch kein zentralistisches Organ, wie man dezidiert, irgendeinem etwas wegzuholen, was nicht wirklich gravierend wichtig ist. Okay. Ich wollte just daran erinnern, mein Kollege, dass Genève auch ein Bankzentrum ist, vielleicht ein bisschen wie wichtig wie... Seriös, ich fand das ein bisschen... Im Moment, die schwätzen 15 Minuten lang, aber nicht nur 2, 3 Sätze und da gehen sie in den Bruch. Sorry, das ist nicht okay. Das ist ein Zwischenbemerkung. Genève ist auch ein Bankplatz, allein zu gut nicht an Europa. Und wenn das funktioniert, mit Frankreich, mit anderen zusammen, wobei wir wissen, dass Franzosen nicht die einfachsten sind, dann meine ich, braucht man es nicht zu dekorrigieren. Nee, das ist nicht richtig. Die Schweiz ist nicht Teil von den EU-Gesetzen, das ist ein komplett anderes Regime. Okay. Also ich gesehen, dass Annecy am Frankreich leid, Genève an der Schweiz, aber wenn das funktioniert, dann funktioniert es doch als Lützeburg. Herr Feier wollte noch kurz etwas so... Ja, ich wollte am Anfang reagieren, ob das, was Marc Baum sagt, mit dem ich am Anfang ganz einziehe auf dem Punkt. Wir müssen, wenn wir wollen, weiterkommen an einer Reihe Bereiche und Landesplanung gehört ganz sicher dazu, muss man wegkommen von der Idee, dass man mit der Proprietät alles können machen können. Dass es ein absolut Recht gibt auch von Abus von Proprietät. Will ich just sagen, dass ich seinerzeit an der Chambre war, wie man das diskutiert haben, an der Verfassungskommission, wo meine Partei proposiert wird, für das Prinzip von Eigentum verpflichtet, an der Verfassung zu verankern,
für eine gewisse Idee von Responsabilität sozial ranzubringen am Umgang mit der Proprietät und dass das demnächst keine Verfassungsmajorität hat an der Chambre, wenn nicht den Herr Baum den effektiv durchgehend war. Erklärt doch für wat mir als gering der Menu sind dass Landesplanung muss an Verfassung kommen dann nämlich für die Gerichte besseren Equilibre holen. So, wir kommen zu allerletzter. Nee, mir gesagt in die Gring, sie wollen dauernd schwätzen und als dauernd so, wie Welt soll sein, aber mit Verboten, also was wir leben, man soll leben. Das ist ein gutes Beispiel. Okay. Bon, Herr Hahn, der letzte Punkt ist eigentlich, wie soll ich sagen, es soll einerseits die Leute matteln, soll die Gemenge matteln. Und die ganz froh, also ich meine, die hast du auch ein bisschen am Anfang an dem Echange zwischen dem Herr Wiesler und dem Herr Turmes abkommen. Wie möchte denn das? Ist das echt interventionistisch oder wie der Wiesler ist so dirigistisch? Also echt mit Incitationen, mit finanziellen Incitationen, auch vis-à-vis von den Gemengen. Herr Wiesler hat ja eigentlich vis-à-vis von den ländlichen Gemengen proposiert, die an ihrem Programm steht. Wie seht ihr das, dass die Autonomie kommunal, die es so gibt, und auf der anderen Seite der Staat einen Kader hat, wie können die zwei Sachen dort zusammen gehen? Und die zusammen haben sich nicht mehr beschränkt auf die Gemengen, die, wie Engster gesagt haben, guten Willen sind. Ja, ich denke, dass Landesplanung auch nie zusammen schaffen, mit den Gemengen nicht geht. Ich würde gerne ein paar Beispiele festmachen. Und nun denke ich, die letzten 10 Jahre auch an der heutigen Konstellation von der Regierung, an den letzten 2 Regierungen, also auch probiert, zusammenarbeit mit den Gemengen effikaz zu machen, wie gesagt, weil wir die Rolle von den Gemengen als ganz hoch einschätzen. Angefangen beim Umweltschutz, dass wir gesagt haben, wir müssen die Gemengen mit einem Umweltbüro, dem Naturschutzbüro oder am Logementsbereich, den Logementsbüro zur Verfügung stellen, bei der besseren interkulturellen Zusammenleben, ein interkulturellen Büro dafür Zusammenleben zur Verfügung stellen, dass wir uns eigentlich eins sind, dass wir mehr wollen, dass die Missionen, die mehr als national wollen auch Terrain umgesetzt die muss man die Gemenge Tier geben man muss nicht mal zum engen Füsse gehen Fachleute das da die wird die Büroder und auf der anderen Seite war mehr wollen auch andere Bereiche wo man zum Beispiel wollen dass man Krechen hoch Gemenge bauen und nicht nur privat wo man wollen dass Maison Relais investiert dass man kein Wade löscht wo man wollen dass man ordentlich Schulinfrastrukturen nun wo man wollen das heißt Ofässer ordentlich geklärt Anlagen mit allem was du dann besser Retention aber wenn alles zusammenhängt da brauchen Gemenge suchen ja mehr subventionieren das als Staat ganz klar aber just eng Deal dem wie groß oder mit klein kann sehen mit bleibt aber noch ganz große Gap für Gemengepolitik und du geht das ganz und das der bisschen war der projiziert geht das ganz eben auch an demste Mittel zur Verfügung stellt und auch landespolitisch gesteuert dass der ein siehst wo wir statt sind du setzt dann allgemein eng viele Harmonie hin der Tisch du musst dezidieren wo brauchst du Wert von Infrastrukturen das heute zu Lützburg das Lützburg als Land attraktiv bleibt wo ganz am Anfang angefangen vom Bien-être zum Bien-être gehört eben auch dass man performant Infrastrukturen das Leute sich für Lützeburg entschieden auch Talent Attraction Leute auf Lützeburg kriegen weil Lützeburg attraktiv ist weil die heute zu Lützeburg wohnt und das geht eben auch über finanzielle Mittel. Zwischenfrage, Herr Hahn, was erlaubt. Der Wiesler hat Ängste oder an einem Programm gibt ein IVL-Konzept, das ist ein Konzept für Drohnen, wo eigentlich auch schon gesagt wird, dass wir müssen Siedlungsentwicklung so konzentriert wird am besten ist. De facto hat sich aber erwiesen, dass das nicht richtig angetragen dass man eine diffuse Entwicklung, besonders im periurbanen Bereich, mehr am ruralen Bereich schon. Also, ja, das hat eine gute Ursache gehabt. Ich meine, der Pakt Logement war ein Beispiel dafür. Du hast gesagt, in alte Gemengen, wie viel während der D-Zeit, heute sind da genau 100, du während da wahrscheinlich schon 120 im Moment. Du hast gesagt, wie ist alle Guten und da kriegt all plus minus auch dasselbe dafür und das nicht guckt, wo will man da gezielt wissen. Und dafür, wenn ich eine gezielte Landesplanung will machen, da muss ich auch Incitative schaffen. Und muss ich auch so viel Wert an einer neuen Gemenge Finanzreform muss ich so, man viel Wert geht, wie
suchen. Und du gehst nicht Gemengen, einen kenne ich relativ gut, du warst 18 Jahre lang aktiv, Gemeng Diepisch, die ist am Grüngürtel, und das ist auch ganz gut so, dass der Grüngürtel ist dann zwischen dem Zentrum an der Südregion. Aber da muss ich noch die Gemengen encouragieren, auch mit finanziellen Mitteln, wie für eine ganz andere Aktivität. Nicht für Wasserbasingen auszubauen, weil sie die nicht brauchen, weil sie nicht als Bevölkerung sollen zahlen, mehr weil sie konkrete Naturschutz sollen machen. Direkt froh, ich nicht mehr gucken, dann halen wir ab, gell, nimm mir den Raum. Die will das Rang mit Subsidien machen, die will nicht regeln, nee, rückfroh. Will die Rang Landesplanung mit Subsidien machen oder will der auch regeln über zum Beispiel Versicherungsquotient, wo nicht mehr der versichert gehen, also weiter wie der PDAT gesehen wird. Ganz kurz vielleicht. Wir sind an der Regierung, und wir haben den PDAT sowohl an der Regierung wie auch an der Chambre mit unterstützt, ne? Dass wir da ganz klar sind. Trotzdem bleibt es so, wenn wir die Gemengen nicht mit an Boot holen und das nicht finanziell unterstützen, dann wird man an der Landesplanung kein Millimeter weiterkommen. Okay. Willst du noch an den Raum? Weil das halber Ding, also ich kriege zwei Messen von Leuten, die so tun, wäre ein bisschen. Ich weiß aber noch nicht, was Gefühl ist vom Raum. Den Teilcheck nach Lust zu holen, nach mit Frohen. Ich weiß nicht, sollen wir mit Hand machen? Wen nach will eine Viertelstunde Frohen aus dem Raum? Aber wie findet wir sollen abhalten? Sollen wir Frohen? Gelieft? Hey, komm, wie will nach eine Viertelstunde machen? Soll die Hand heben? Aber wie will das mal abhalten? Okay. Für mich will ich nach einer Viertelstunde machen. Der Claude Wiesel hat zu mir gesagt, hey, du eine Dorfschlossversammlung von der CSV. Ja. Okay, sollen wir so eine Viertelstunde erfreuen und dann halten wir ab für die. Nur der von denen, die Flucht wollen ergreifen, effektiv losen am Block. Es gibt ja proposieren, dass von ihnen ein Frohen, den Herr Wiesler hat, dass man die 4 holen, weil hier eine andere Verpflichtung hat. Herr Fayo, ja, im selben Fall. Nee. Er geht nicht auf CSV-Umschluss. Er geht nicht auf CSV. Als ein Froh, die spezifisch in der Herr Wiesler geht, war nicht geliebt. Ah, ja. Okay, dann offen froh. Ja, ja, sicher. Gehen etwas darum gehen, wo ganz am Anfang gesagt ist, weil ich immer satt sind, sich einfach von der CSV zu hören, wann über die Croissance gespart wird, dass immer so Gespenst und Mauer gemalt wird. Und ich will einfach nicht mehr eine Definition aus ihrer Sicht von der Croissance hören, weil, wenn ich sich aber mit dem Thema beschäftigt, dann ist die Definition von ihr oder so wie von der CSV ja immer benutzt wird, relativ irreführend und intellektuell unehrlich. Wieso? Wieso, pardon? Wieso? Weil, wenn du sich von der Croissance sprichst, dann habe ich Gefühl, also ich persönlich, dass immer von der CSV die Croissance als geplanten Rezession gleichgestellt wird. Und das ist es nicht. Also eine Décroissance ist keine geplante Rezession. Eine Décroissance ging sich aber auch auf verschiedene Bereiche eine Croissance von anderen Sektoren zulassen, wo du nicht siehst, okay, alle guten Sektoren müssen wechseln, aber wenn dann aber den Debat ein bisschen nachguckt, da ging es ja irgendwie Sinn, dass verschiedenen oder zumindest so wie wir da an gedreht gehen oder nachhaltige Entwicklung gesucht wird oder inklusive Wurzeln benutzt wird, die Ideen oder Grundideen, die an der Idee von der Décroissance dran sind, aber von den verschiedenen von den Parteien auch verfolgt werden. Okay. Also bei uns das Décroissance als sich, dann, wenn du am PIB raufgehst, volontairement auch willst, du musst stagnieren oder raufgehen. Und da so mir, dass das an unseren Enden eine ganze Reihe absolut negative Konsequenzen hat, weil du den Sozialsystem sowieso nicht mehr kannst finanzieren, weil du aber nicht mehr den Sozialfinanz, weil du auch den öffentlichen Finanzen nicht mehr am Griff behältst und damit alles das, was aber damit finanziert wird, ob das Sozialsysteme sind, ob das die Infrastrukturen sind oder ob was auch immer, sogar die ökologische Transition, die finanziert muss gehen, dass man die nicht mehr haben. Wir haben enorm finanziell besoin. Wir haben enorm finanziell besoin an dem Land. Wir haben 1,2 Milliarden, die wir aus müssen oder wollen gehen pro
Budgetjoer iwwer fir Transition klimatik mir hunn fir 2,5 Milliarden an den nächsten 4 oder 5 Joer Investissementer an öffentlich Transport, déi mar muss meren an dos fir so mir mat enger Stagnatioun vun den budgetär vun der Croissance an dem moment vun de budgetären Ausnahmen respektiv engem Rufgo vum PIB an der Konsequenz och vun de budgetären Ausnahmen, wo déi grosse Herausforderungen striktement an absolut net können packen. Gleichzeitig will aber auch Steuern reduzieren. Ja, weil man mengen, dass man der Croissance und mehr Finanzen rakommen. Das ist eine andere Diskussion, die erst schon auf vielen Tele- und Radioemissionen gefordert wird. Also ich sehe nicht, was an unserer Demarche und an unseren Aussehen intellektuell unehrlich wäre. Wir sind davon überzeugt, dass man Stagnation und Décroissance als ein riesiges Problem auch gegen zu Lützeburg feiern und dafür plädieren wir für etwas anderes. Okay. Du kann ich nicht immer d'accord sein, aber ich meine nicht, dass du nicht ehrlich bist. Nori? Merci. Ich fand die Wüstungsdiskussion immer ganz interessant. Ich bin aber ein bisschen erstaunt, dass wir diese seit Jahren überhaupt feiern, dass für die Investimente oder wo Kosten gespart gehen. An Blanche ist zu Recht gesagt, international froh, weil du noch nicht so präsent. Seit Jahrzehnten verlagern wir als Kosten auf die Ressourcen weltweit an der anderen Teile vom Planeten. Das sind die sogenannten externen Kosten, die man nicht rechnen. Aber wir haben leider keine Instrumente für eine Bilanz zu machen. Also ich kann nur keinem so erwähnen, das soll berechnen. Das heißt, de facto nicht gemerkt. Der PIB, die wir nicht probiert, natürlich die Fragen zu adressieren, kann das auch nicht berechnen. Und ich habe aber ein bisschen den Verdacht, wenn in die ganz externen Kosten mal dranholen, dass wir eigentlich schon seit Jahren gar keine Croissance haben. Mit den externen Kosten kommen ja als Bilanz ran. Dafür haben wir die Kurven, das ist so gut. Aber gibt es aber Instrumente, die wir könnten benutzen, für die Rechnung zu drohen, gibt es Pläne, für den externen Kosten Rechnung zu drohen und trotzdem in den Modellen weiterzuschaffen. Merci. Ja, Herr Franz. Also das wird so, en attendant, dass das Mikro dahin geht, geht ja wirklich mittlerweile vom modernen Kolonialismus geschwärzt, dass unser Ressourcenverbrauch an unseren Energiehunger auf Kosten von den Ländern vom Süden geht, so wie wir früher Sklaven hatten, holen wir heute die Ressourcen. Ne? Ja, also auch wenn wir über das Reindustrialisierung in Europa schwätzen, zum Beispiel vom geringen Hydrogen, Präsident vom Senegal, so das letzte, dass Produktion von geringem Hydrogen am Senegal Kolonisation 2.0 ist. Ja, das heißt, die Länder sind immer mehr bereit, für Sachen herzustellen, die dann in Europa verfrachtet gehen, für das zum Beispiel als Industrie lebt. Ich meine, auch das soll sich bewusst sein, wenn über Autonomiestrategie und über Reindustrialisierung von Europa schwätzt. Und ich meine, das ist auch komplett justifiert. Ich meine, auch die Länder wollen eine gewisse Croissance économique und Développement économique kriegen. Denn ich meine, dem Nori sind froh, dass effektiv justifiert. Und dafür plädieren nicht so viel. Und ich meine wirklich, dass das ein Game Changer ist, dass man die PIB Bien-être nicht just im Niveau von vereinzelten Ländern gucken. Neuseeland möchte das ja relativ ambitiös, die noch andere Länder, die das machen. Aber das sind immer nicht mehr so isoliert Initiativen. Das ist immer nach Hitfrieden fokussiert, just auf den PIB. Das ist was geguckt wird, auch bei uns in der Diskussion. Das ist immer nicht mehr der PIB, Croissance PIB. Denn da war ganz viel, und das ist eine Diskussion, die so all, die könnt schon vom Kennedy, der PIB muss eben nicht den Wohlstand von einer Gesellschaft. Den Decouplage vom Luxemburg Wellbeing Index weiß das relativ gut. Und dafür muss man auch international weiterkommen mit einem Index, den das viel mehr holistisch guckt, den auch die negative Externalität guckt, den Vulnerabilität von den Ländern guckt. Dazu gehören noch als Sozialsystem natürlich auch dabei. Und dass man da einen internationalen Standard kreieren, indem man die Prosperität ernst muss. Und ich meine, das ist immer so etwas, wo die Leute ein bisschen abstrakt schenken, mir das ist die Beyond Growth-Diskussion und das ist die ich auch gerne, wie gesagt, weiterbringen über den Auftrag, den ich der OECD gerne gehen, dass so beim internationalen Standard soll schaffen. Und da müssen die Länder, und ich meine auch Lützeburg soll das machen, und in den nächsten Jahren müssen die Sachen auch an das Budget heranbringen. Wir müssen aufhängen, und das ist das Budget objektiv, den Standard von unserer Education zu müssen, de Bien-être,
Gesundheit, an all die Sachen muss man seriös muss, gerade so wie man eine Kontabilität national haben. Frohen am Raum, ich meine, vielleicht frohen und präzis Leid, wenn das möglich ist, also so ein gesamte Panel. Ein Kurzfrage zu den Pensionen. Pensionen zu Lützeburg, am Privatsektor. Eine Durchschnittspension zu Lützeburg, seine voller Karriere, aus ungefähr 72% vom Revenu moyen. Bei den Nordbeschländern, die drei sind wir zwischen 40 und 45%. Über den Pensionen. Weil ihr guckt, Pensionen von den Älteren, ich hehle mich dazu, an Peier von den Jungen, da sind wir zuletzt an der Situation, wo die Pensionen am Privatsektor nicht mehr hoch sind, wie die Peier von den Jungen, die Beiträge bezahlen. Wir sind das einzige Land in Europa an der Situation. Da wollte ich die Herren fragen, weil ich wüsste diskutieren, für die Finanzsysteme, für die Sozialsysteme und Rollen zu behalten, aber wir können Pensionen kürzen. Da gibt es zwar eine Diskussion. Also ich meine, du hast schon eigentlich die Frage, die wir probiert haben zu beantworten, aber ich meine, die hat sie vielleicht noch ein bisschen mehr fokussiert gestaltet. Und dafür meine ich, dass wir bislang nie am Staat Luxemburg keine Regierung, die die Frage wirklich probiert haben zu beantworten. Und es sind der Meinung, nach einer das Regierung, und ich meine, wir haben wirklich gut Arbeit gemacht, für einen gewissen Dekouplage hinzukriegen. Wenn du von fossilen Heizungen auf Wärmepumpen, von fossilen Decken, Dieseln, River, auf elektrisch. Das haben wir an dieser, ich meine, das haben wir wirklich Last getrüppelt. Aber ich meine, da haben wir stellt sich aber noch die Dote froh, und die ist viel mehr Dave, und dafür muss ich auch, die muss ich seriös mit Etüden muss ich das durchrechnen, verschiedene Szenarien, und da musste du noch auch weil das auch demokratisch Mensch so einfach geht für du eine Akzeptanz an der Bevölkerung. Dafür ist ja Idee für zu sagen, wir haben ein permanentes Bürgerkomitee, die verankern wir bei der Chambre, und das wäre eng von den ersten Fragen, die wir wollten, da mit den Bürgern diskutieren. Weil das auch manchmal den einzigen Meier ist, dass wir eine seriöse und auch eine sereine Diskussion darüber kriegen. Vielleicht noch ein Komplementärantwort. Den Robert Kiefer, der in der Zeit in einem ganz flotten Artikel geschrieben, l'impossible Reform du System de Pension, so nicht bisschen aus der Memoire heraus. Ich meine, wir bezahlen zu Lützeburg Pensionen, wie wenn wir 50% Kotisation geben auf hier. Wir haben 24, wir brauchen ein bisschen Männer wie 23. Dafür geht der Fonds de Kompensation immer nach gespeist, wir haben mittlerweile 27 Milliarden da dran. Froh, die stellt den Herr Baum hat für Drohnen geschaut, wir müssen vielleicht und den Weg politisch gesehen einer Moyen umgehen. Es kann nicht sein, dass just der Best für Pensionen soll abkommen. Es gibt einer Moyen für das System da umdrehen zu halten. Es kann auch nicht sein, dass so wie es heute vorgesehen ist, dass nur die Pensionen gedreht wird. Für das ist das, was geschieht. An 6, 7, 8 Jahren sind wir auf dem Punkt. Und das kann es nicht sein. Ich meine, da könnt für den einen oder den anderen eine weitere Überraschung. Es kann natürlich auch nicht sein, dass ich ein junger Mensch bin und dass der weiß, dass er unterm Strich nie mehr eine Pension kriegt, so wie sie heute versprochen ist. Das kann alles nicht sein. Du machst Baum nach. Ja, zwei Sachen dazu. Da den das, wenn wir für Drogen so tun, dass wir zu Lützeburg 19% von der Population haben, die Armutsrisiko leiden, hat ein Pensionssystem aber matt dazu beigetragen, dass es bei den über 60-Jährigen just 8 bis 9% sind. Das heißt, als Pensionssystem ist bis lo auf jeden Fall noch immer ein Moyen gewirkt, für Leute für eine Altersarmut zu schützen. Das heißt, der wird auf keinen Fall und die Schraube drehen gehen, für Pensionen zu senken. Was aber schon geschieht ist, Berechnungen von der Salariatskammer sagen, wenn die Reform hier komplett Wirkung hat, die gemäht gehen als 14 Jahre, das ist 1952, dann die 2012 gemäht ist, die dann 2052 hier komplett Wirkung hat, weil das schon abgedeelt auf Jahren, dann hat par rapport zu 2012 den 2052 bis zu 32% Männerpension
wie den 2012 an Pension gegangen ist. Das ist enorm. Und das ist eine riesige Welle los schon, wo die Frage stellt, ob es wirklich durch die Reform den Trenden nach wirklich so garantiert sind, dass sie können für eine Armut schützen. Das, was man muss diskutieren, das ist effektiv, wenn die Frage stellt, und ich meine, dass sie sich auf jeden Fall nicht akut stellt, wenn die 26 Milliarden Euro Reserven hört, was ein bisschen mehr mänglich ist wie 4-mal die Kapazität, 4-mal, wenn 4 Jahre lang kein Rezept mehr da wären, geht mehr 4 Jahre lang das ausbezahlen. In Deutschland sind es 4 Wochen mänglich als das gesetzliche Minimum, den du festgelegt hast. Das heißt, wir haben noch Spur als Gedanken zu machen. Und die Proposen, die da gehen, da gehen wir aber auch an unserem retributiven System do sicher, wo so sind. Und dann holen wir auch andere Source de Revenuen eventuell noch mal dabei, für es zu finanzieren. Dafür sind wir für als geringfähige Informationssteuer, weil du brauchst, aber wir sind dagegen für generelle Steuerkadons. Die nächste Regierung braucht massiv so für Infrastrukturen und sie braucht auch eine Antwort auf die Frage, die wir diskutieren. Und das ist auch da, wo ich wirklich einen Widerspruch gesehen habe am CSV-Programm, weil die einfach, ich meine, die schütten unwahrscheinlich Suen aus und dann, das ja einfach dann immer möglich, wenn es da in extreme Wurst und dann ist, ich meine, gut, dann vielleicht gibt es doch Differenzen zwischen dem Herrn Frieden und dem Herrn Wieseler. Ne? Ja, den Herr Vierwärts, ja, okay. Ja. Ja. Nee, mal. Ich sehe gerade beim Thema. Ich wollte einfach wissen. Das Mikro. Ja, was wir beim Thema sehen, Vermögenssteuer, wie ist es mit ökologischer Steuerreform, aber wirklich durchgehend, so dass auch der Ressourcenverbrauch wirklich dementsprechend besteuert gehen wird. Wie ein Parteien sind da wirklich bereit, nicht mal Kap zu machen? Sollen wir anheben oder wie soll man antworten? Wenn das grundsätzlich für eine nachhaltige Steuerreform mit Nuancen, wenn das grundsätzlich für eine nachhaltige Steuerreform, ja, da wird der Ressourcenverbrauch mehr besteuern und andere Faktoren entlasten. Ja, wie das da geht? Dann Herr Weiders. Okay. Also Nader. Okay. Dann den Herr. Das heißt zwar etwas, aber wir lesen am Koalitionsakkordo einfach dann. Weil steht da keinem eigenen Parteiprogramm. Und dafür hofft man, nicht steht da kein Parteiprogramm. Eine generelle Reform nicht, aber ich meine auch, und ich meine, der Schweizer nicht nur für Piraten, dass es Einzelmesuren gehen, wie zum Beispiel eine Erhöhung von der CO2-Steuer auf viele Produkte, wie zum Beispiel auch ein Autos-Vignette, die Non-Pollueur-Payer-Prinzip ging, funktioniert. Ich meine schon, dass es Einzelmesuren gehen, aber natürlich, und du hast recht, dass nicht die große ökologische und nachhaltige Steuerreform, die an einem Steuerprogramm, die an einem Wahlprogramm thematisiert wird, es gibt aber auch Einzelmesuren. CO2-Steuer stung übrigens nicht am Koalitionsakkord, sie ist trotzdem gemerkt. Ne? Es gibt noch 1, 2 oder 3 Fragen so lassen, und dann meine ich, muss man aber gut zuhören. Sind das schon mit? Also, ja, 4 an. Wir zwei melden schon ewig. Und du Uwe noch. Und du Uwe. Du brauchst... Ja, 4 mal 4. Ich weiß nicht, wie wir machen. Das ist die Verlusten, die... Du brauchst doch kein Schwester, such mal der Hand, die Antwort. Ich bin der Meinung, dass 100% biologische Landwirtschaft hier am Land für 2030 wäre eine Lösung für viele Sachen. Wir als d'accord, dass mit Budgetmitteln, dass wir können in 7 Jahren bis 2030 100% biologische Landwirtschaft hier am Land kreieren. Keiner ist d'accord, okay. Also wir hatten eine Table Ronde zum Thema Biodiversität der Landwirtschaft, wo die einzelnen Parteien mit detailliert Stellung dazu haben, das auch online zu sehen. Ich verstehe nur, dass... Ich meine, es gibt einen großen Konsens, dass wir mehr müssen in die Richtung gehen. Ich meine aber, dass in die Zielsetzung von einem 100%schen Umbau ein bisschen mehr muss noch anregeln aus gewissen externen Faktoren, die wir auch nicht immer beeinflussen können. Aber ich meine, das Zielrichtung, dass wir viel mehr müssen drauf setzen. Ich meine, das ist wo wir als Piraten definitiv unterstützen. Ich meine noch, dass wir hier im Plateau viele Parteien haben, die da d'accord sind. Wir gehen mehr Wieseler laut Absolution. Ja. Merci. Philippe? Ja. Fanny Sklift. Bonsoir. Je voudrais demander ce qu'on fait concernant l'expropriation. Pardon, je ne parle pas bien français. En anglais? Je voudrais savoir ce qu'on fait concernant l'expropriation en matière de plans sectoriels.
Eignung wie de Plan sektoriellen. Vous voulez demander l'explication comment, si c'est possible. Ja, muss mir riecht halle klote Mikro. Ich mein Techniker aus Hey. Oder de Mikroseidel. Ja, da geht es definitiv Wie de Mikro. Also, Expropriationen sind möglich, wenn du ein explizit Gesetz hast. Ne? Zum Beispiel beim Nordstadt-Lycée hatte François Bausch an das Gesetz, Finanzierungsgesetz vom Nordstadt-Lycée, stung dran, das kann expropriiert gehen. Wenn du eine Straße baust und du schreibst das explizit dran, oder die Straßen, die am Plan sektoriell Transport sind, du kann expropriiert gehen. Bei Logementsprojekten haben wir das halt nicht. Und da das von den Gründen, für was es da viel mehr Lösfiro geht, zum Beispiel. Ne? Es sind so viele Wortmeldungen, ich würde gegen einfach den Pader lösen. Wir sind noch nicht fair bei der Wortverteilung, geht ich denke, du. Nee, sie bleiben ja noch. Ja. Wunderbar. Also, wir mussten also ein bisschen drüdeln, der Restaurant ist nicht so groß, wir machen als Best. Wir lösen euch herzlich an, neben den Stark drinnen. So, als ein Intervenant, vielmals merci, dass Sie hier waren. Und ihr ein ganz großes Merci.